Guten Tag, meine verehrten Damen und Herren. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Metal Cervella Podcast. Was ist ein Cervella? Wir haben heute Young Cock or Not Water mit Pineapple Juice. Cheers. Mich fragen, weißt du Deutsch, was ein Cervella ist? Wahrscheinlich nicht. Was ist ein Cervella eigentlich? Was ist das für eine Wurst? Das ist einfach Schweinewurst, oder? Ich verstehe das Schweizerdeutsch nicht. Ich muss schnell schauen, was ein Cervella ist. Das macht mich jetzt gerade psychisch fertig, weil ich habe das noch nie mich hinterfragt. Oh, Fettwurst. Cervella. Was ist es? Also in Südamerika ist Es ist eine Schweizer Brühwurst und hat mit der in Deutschland bekannten Cervelat-Wurst nichts zu tun. Zum traditionellen Verarbeitungsgebiet des Cervelas des Cervelas gehören auch Regionen Deutschlands. Dort ist es außer in Teilen Südwestens allerdings unter dem Namen bekannt wie Bockwurst. Und was ist drin? Bockwurst. Zusammensetzung und Verwendung. Ursprünglich handelt es sich um eine grosse saucisse courte remplie de chair et... ist französisch. Oh. Grosse saucisse courte remplie de chair et de cervelle du porc. Auf Deutsch... Cervelle du porc. Weißt du, was das auf Deutsch heißt? Dicke, kurze Wurst. Gefüllt mit Fleisch und Schweinehirn. Das Basisrezept geht auf dasjenige der Basler vom Ende des 19. Jahrhunderts zurück. Die Wurstmasse besteht etwa zu gleichen Teilen aus Rindfleisch, Schweinefleisch, Rückenspeck, gemahlener Schwarte und Eis. Also ich finde dicke, fette Wurst schon ein lustiger Name. Sowie Gewürzen, Pökelsalz und Kutterhilfe. Okay. Also eigentlich willst du das gar nicht essen und dass wir das als Schweizer Kultur deswegen sagen sie ja, you don't want to know how the sausage is made. You just want to eat the sausage. I don't want to eat the sausage anymore. Ja, eben. Wie jetzt weißt du, wie es gemacht wird. Ich will sowieso keine Wurst essen, bin nicht schwul, Alter. Sorry, Wir sind zurück mit Cervella. das ist jetzt einfach nur eine dumme Aussage von mir, weil ich vorhin wieder so krasse Jugendliche auf der Straße gesehen habe, die genau so geredet haben. Ja. Das reflektiert in keinster Weise meine und dem Ricky seine Meinungen. Ich bin dafür hure viel Bambaklat. Du kannst auch Wurst essen und nicht schwul sein. Du kannst schwul sein und Wurst essen. Du kannst wirklich, es hat nichts miteinander, es hat keinen Zusammenhang. Du hast auch die Top 5 Bambaklat-Moments gesehen, oder? Nein, ich habe die Top 5 Bambaklat-Moments Oh, nicht gesehen. Nein, jetzt hör auf. Hör auf. Das Tau ist noch nicht cancelled worden, ist seit dem letzten Samstag sowieso ein Rätsel. Samstag sind wir die ganze Zeit mit dem einfach Bambaklat. Die sind alle viel zu weiss, um das Wort So wirklich, um das Wort so aussprechen. Ja, Dings, da was The Rap, nicht The Rap, der Ja, ich weiss welchen. Top R Night. Hör auf. Der M.R. Ja, der ist auch noch what as fuck. Funny. Okay. Ja, nein, ich habe zu wenig mit jamaikanischer Kultur am Hut, um da irgendetwas können sagen. Also ich liebe die Videos. Gut? Ja, ist nicht schlecht. Aber ich liebe die Videos von den weißen Jamaikanern, die einfach den krassesten Jamaikaner Akzent haben. Die sind so funny. Mir erwartet einfach muss ich jetzt sagen. Das ist ein Rabbit Hole, Das ist ein Rabbit Hole, wo ich glaube nicht wirklich so fest reingehe wie der du. Rabbit Hole ist krass, ist funny. Ich kenne nämlich den Dave. Der Dave hat der Dave, Drummer von Save Your Last Breath und Taoist, hat sehr spezielle YouTube Rabbit Holes. Ja. Aber nein, wir sind zurück, wieder mal da, um ein bisschen über die Szene. Wir sind gar nicht weg gewesen. Nein, aber wir zwei sind gar nicht weg gewesen, aber wir haben einfach irgendwie nicht mehr so viele Podcasts aufgenommen, weil wir zu viel zu tun hatten. Ja, voll. Oder halt eben mit Gästen, ist auch sehr cool. Aber eben dann, das ist es, die hure Gäste. Ja, die kommen immer dazwischen. Ja. Aber nein, das Gute ist, jetzt gibt es auch andere Podcasts, so wie es auch ein Auge auf die Szene rühren. Das finde ich mega cool. Also, ich persönlich finde... Die Szene wird kontrolliert. Das geht jetzt dann da zu her wie bei der Stasi früher. Wir kommen sicher... irgendwann kommen wir einfach so Insider-Tipps über von irgendwelchen Leuten fragen. Also, ich wollte jetzt nicht öffentlich erwähnt werden, aber ich habe da gesehen, dass die und die Band das und das gemacht hat und das und dem Grund finde ich das nicht okay. Ich könnte dir das an die Öffentlichkeit tragen und mir so... Nein. Mach das selber. Aber nein, zum Beispiel Cracker Reports, krass, sie immer noch wöchentlich noch arbeiten. Ja gut, aber sie haben ja auch das Glück, dass sie das am Tag aufnehmen können, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie am Tag? Ja, sie haben gesagt, sie haben es am Montag. Wir sind ja am Montagnachmittag bei uns gewesen, Abend. Ja. Und sie haben gesagt, sie haben am Morgen aufgenommen. Kein Plan. Wenn ich es richtig im Kopf habe, habe ich das gemeint. Du darfst, dass sie halt so Jobs haben, die sie in einem Abend und so aber die geben Gas. Ja, das sage ich ja nicht. Ich will dem gar nicht irgendetwas absprechen. Das ist cool, danach können wir einfach die Releases kopieren von ihrem One-Pager, den sie online stellen. Das ist super. Aber ich finde es mega cool, dass es mehr und mehr gibt. Also muss ich ehrlich sagen. Los ich auch gerne. Ja, das ist wirklich gut. Vor allem haben es geile Thumbnails. Ja, das ist ein guter Gebrauch von AI, muss ich sagen. Für Sammlergeschichte. Ja.
Ja. Statt AI-Girlfriend oder so. Ja. AI-Girlfriend ist aber schon gut. Ja, nicht nachher durch das. Wird AI-Girlfriend irgendwann auch so genervt langweilig, wie so Leute, die seit 30 Jahren verheiratet sind und einfach keinen Sex mehr haben und sich auch nicht mehr anschauen wollen. Hast du die Story gesehen von meinem Bruder, der eine Freundin hat und einfach der AI-Girlfriend einen Antrag gemacht hat? Nein. Es ist so funny. Ich liebe den AI-Rabbit Hole. Ich sollte mal weniger Zeit am Handy oder im Internet. Du bist schon ein bisschen chronically online. Und dass ich das sage, ist wirklich tragisch. Ja. Nein, ich und... By the way, der Janik von Lotrify kommt von mir amigs auch sehr oft, kommt von mir nicht mehr so oft, aber amigs auch einfach wieder mal der gut gemeinte Rat über so, Janik, leg dein Handy weg, weil was der mir amigs schickt, ist auch... Ja. Jetzt nicht schlimm oder so, aber einfach so, Janik, leg dein Handy weg. Ja. Nein, wir tun auch sehr viele Memes. Das ist schon gut. Ja, das stimmt. Das ist eine gesunde Freundschaft. Absoluter Brainrot. Definitiv. Ich habe vorhin gelesen auf Instagram, du siehst, ich habe vorhin auf Instagram gelesen, dass Bärli, die sich Tier-Content hin und her schicken, einen stärkeren Bond können bauen als die Leute Bärli, die das nicht machen. Ja, stimmt schon. Von dem her schickt euch einen PartnerInnen einfach Tiervideos. Aber Menschen sind auch Tiere von dem. Menschen sind auch Tiere. Ja. Auf welche Art schaust du das jetzt an? Das gehört dazu. Und einfach Leute, die sich irgendwie einen Schaden zugeben oder so. Ah, du meinst jetzt Fail? Ja, nein, Fail-Videos. das ist kein Gore-Video, so auch schicken. Tiere. Nein. Ich sehe deinen Punkt. Ja. Gang aber nicht mit. Talahorn-Videos sind auch geil. Was? Talahorn-Videos. Talahorn-Videos. Weiß es nicht. Schon die Rabbit Holes im Fall. Ja, ich glaube, du hast wirklich einfach zu viel, also du solltest wieder anfangen, irgendwie studieren oder so, du hast zu viel Zeit. Würde ich gerne, aber nein. Ich finde immer einen anderen Shit zum tun. Aber ja, was haben wir sonst gemacht letzte Zeit? Also ich habe immer noch das Hot Topic, das ich gerne starten stimmt, will. ja, Schnell also, wir haben jetzt die Quick Shots Intro umbenannt, so wenn der Bella wieder hässig wird und dumm rumschnurrt. Darum... Quick Shot! Yeah! Also ich habe in letzter Zeit ein paar Sachen gesehen, die mich wirklich wieder mal... ich habe eigentlich gedacht, das können wir besser. Erstens, am Freitag, wenn du Sänger bist von einer HC-Band, von einer Punkband, von einer Band, wo du das Mikrofon in der Hand hast, du gehst einfach ins fucking Volkshaus, gehst Refused schauen und schaust, wie man so ein scheiß Mikrofon richtig hebt. Macht mich langsam hässlich. Ich sehe wieder viele Leute, die das Mikrofon so heben, dass es nachher einfach nur der ist keine Ausnahme da. Ich habe am Samstag zum ersten Mal so den Konflikt gesehen. Als Tontechniker einerseits würde ich nie es liegt doch sicher das SM58 da oben. Ich kann dir sagen, wie man das korrekt macht und es immer noch cool aussieht. Du wolltest mir nicht sagen, wir haben in deinem Studio kein SM58. Auf jeden Fall, eben, ich habe die Geschichte glaube schon öfters erzählt, aber Refused, 2016 glaube ich oder so, in der Eishalle als Vorband von Rise Against, habe ich gesehen, gelernt. Jawohl, also, jetzt bräuchte ich noch das Kabel, das ist ein bisschen kurz. Ja, ich kann alle einpacken. Egal, also, wie man das korrekt hat, das Mikrofon ist so, jetzt stell dir vor, da hat noch das Kabel dran, dann hat man es da hinten am Kabel und dann kann man das Kabel also schön einmal noch umwickeln, dass es da so vorne raus schaut. Ah, du hast es umwickeln? Nein, du nimmst den Griff so, du hast das Kabel, kommt so da gerade runter. Ja. So, jetzt wäre es wirklich wichtig, dass wir das Kabel hätten, aber wir haben keins, oder? Das schaffen wir schon, Jawohl, das Kabel kommt jetzt. Also, für alle Educational Content jetzt. Also, wir nehmen das Mikrofon, oder? Stecken das so ein und dann haben wir das Kabel unten durch. Und dann kann man das schon einfach so heben. Das sieht so hebt man es. So. Am Punkt zwischen Kabel, dort wo das Kabel am Mikrofon eingesteckt ist, dort hinten hebt man es und dann kann man es einfach so reinkreien. So. Das sieht super aus. Weil dann könntest du aus Versehen das Kabel ausstecken. Nein, das kann man nicht ausstecken, weil du machst es so. Siehst du? Steckst das Kabel nicht aus. Okay. Das hat schon 1000-mal so gemacht. Das Kabel noch nie ausgesteckt. Ja. Das hebt. Weil wenn du sie so hebst, ist die Chance, dass du das Kabel aussteckst, sowieso kleiner, weil du hebst ja gleichzeitig das Kabel, den Adapter und das Dings. So. Und dann, wenn er jetzt cool sein kann, dann das Kabel da noch so rundum wickeln. Und dann kommt es oben raus und dann sieht es so aus. Und wenn er nachher so singt, dann könnt ihr nachher da so reinschreien. Es sieht ultimativ cool aus, es sieht ultimativ hässig aus. Und der Tontechniker hat Freude, weil du es nicht kappst. Das ist mein preferred method. Aber als Tontechniker weiss ich sollte es so haben. Aber so ist eben einfach... Du musst dir vorstellen, das ist wie das Klasse.
Aber ja, eben. Es gibt genug Leute, die eigentlich wissen es alle, trotzdem machen es alle nicht. Zweitens, dann Soundcheck, wenn du einen Sänger hast, der eigentlich singt und das Einzige, was er beim Soundcheck ins Mikrofon hinein sagt, ist Check, 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 Check. Du machst das nicht, du singst, das ist gut. Aber es gibt Sänger und Bands, wo, wenn Vocals gemixt werden, also beim Soundcheck, einfach nur Check, 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 Check kommt. Und das ist super, wenn du ein Signal geben willst, also wenn du checken willst, ob das Signal rum ist, das ist toll. Nur wenn du nachher irgendwie singst, solltest du eventuell während dem Soundcheck auch machen, damit der Mischer weiss, mit was er muss rechnen nachher. Weil wenn du einfach nur Check, Check reinrufst, dann kann da niemand irgendetwas einstellen. Übrigens, ich tue extra nur für den Erik im Mikrofon reinfressen. Findet ihr das geil oder nicht? Nein. Er sagt, Jungs, könnt ihr bitte eine Pizza essen beim Podcast? Nur für dich, Erik. Und der Dave, der findet das auch gar nicht geil. Ja. Oh, das ist ein Ohren scharf, Mann. Ich habe vergessen, du bist ein weißerer Gringo als ich, was Spice angeht. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich ist meine Kultur spicy. Aber ich bin zu lange wir müssen wirklich aufhören, das Zeug auf den Tisch stellen. Es pinkt die ganze Zeit. Aber ja, das wäre mein Rant gewesen. Von dem her, das ist durch. Ja. Was haben wir sonst noch so gemacht? By the way, nochmal Lifehack. Chips und so mit chinesischen Essstäbchen essen. Das ist ein Gamer-Trick. Oder mit generell Essstäbchen, nicht chinesischen. Das kann ja japanische sein. Das ist ein Gamer-Trick, so steht im Keyboard nicht so marsch. Ja, was haben wir alles gemacht? Weil, wann ist das letzte Mal, wo wir einfach so geschnurrt haben? Ich glaube, ich bin sicher Silosis im Kiff schauen, wo ja alle Schweizer Bands rausgerührt worden sind. Wann ist das gewesen? Mai. Jetzt sind ja alle Schweizer Bands rausgerührt worden. Wir haben noch nicht drüber geredet, glaube ich. Anfang Mai gewesen. Bruder, ich weiss es doch nicht mehr. Mal schauen, wann der letzte Podcast Ei. Metal Saber. Wir haben ganz sicher nicht darüber geredet, weil wir haben zweimal komische Folgen gemacht seitdem. Ja. Das ist weil Crowdkill war da gewesen. Back to Basics haben wir am 21. Mai gemacht. Ich glaube, wir haben schon vielleicht darüber geredet. Ich weiss doch nicht. Ja, kann man schauen, wenn es Konzert war. Das ist mir scheißegal. Ich rede trotzdem noch darüber. Sei los, es war ein Metal Mayhem. Ja. Metal Mayhem ist 4 Konzerte gibt's. Es ist schon weg. Geh doch googeln, Ricky. Ja, Metal. Sei los, Kiff. Yes. Ja. Das ist 6. Juni. Okay, ja, also da haben wir gar nicht sicher nicht drüber geredet. Okay. Auf jeden Fall, das war sehr geil gewesen. Ja. Weil, erstens ist nicht Polar Shift. Das ist ja noch vor dem Greenfield gewesen, Alter. Das stimmt, ja, hast recht. Ist das wirklich am 6. Juni gewesen? Holy fuck, Alter. Ja, das war Vicious Rain Vorband gewesen. Die haben abgeräumt. Ein Gitarrist weniger gehabt. Trotzdem Gitarre gehabt. Wer wäre vorher so Opener gewesen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, du ist. Das sind ein paar gewesen. Das sind nein, das wäre ja am Sonntag. Das sind 3 gewesen eben. Ja. Ich weiß es nicht mehr. I don't know. Artifiction, glaube ich. I don't know. Ich glaube, es sind 3 Schweizer Bands gewesen. I don't know. Auf jeden Fall sind es nur noch eine Schweizer Band gewesen, weil wir keine Tickets im Vorverkauf gekauft haben. Ja. Ja. Ja, ich war dafür am Sonntag gewesen. Ich habe Born of Osiris gelernt. Ich bin noch nicht fertig. Sorry. Entschuldigung. Der Abend ist noch 3 Bands weitergegangen. Ja, und dann was sehr geil war, ist Abyfalls, wo wir ja schon mal interviewt haben, da. Haben auch gespielt. Denen ist Hast du schon angesprochen wegen Insanely Big Fat Rat? Nein, ich habe ihn nicht angesprochen wegen Insanely Fat Rat. Aber was geil war, ihnen ist irgendwie etwa 4-mal der Laptop abgehackt, wo das Backing-Zeug laufen lässt. Und immer so bei einem Aufbau zu so einem Techno-Drop. Und dann so, und dann kommt der Drop und dann ist der Drop ist so eine halbe Sekunde gegangen und dann ist es rausgefallen und er so, got you, this is all part of the set. Dann haben sie es nochmal gemacht. Das zweite Mal rausgefallen und er so, got you, this is still part of the set. Und dann beim dritten Mal, als er wieder rausgekackt ist er gestanden und so, okay, we cannot pretend that this is part of the set anymore. We're just unprofessional, I'm very sorry. Dann hat der Gitarrist seine Gitarren abgezogen, hat am Laptop umgeschraubt. Und dann hat es funktioniert, dann haben sie Techno-Party gehabt und dann ist es wieder gekommen. Aber anstatt dass der Gitarrist seine Gitarre wieder angezogen hat, ist er einfach auf der Bühne am Dancen gewesen. Haben wir herausgefunden, der Sänger hat dann gesagt, der Gitarrist seine Gitarre seit er gerissen, darum kann er jetzt nicht mehr spielen. Und der Gitarrist ist dann einfach am Dancen gewesen und ins Pit. Ist einfach im Pit rumballern. Und dann habe ich müssen sagen, ist on brand für die Band.
Ja, schon. Dann ist ein Pit gestanden, der Sänger so: If you see the guitarist in the pit, he's free for all to crowdkill. Und ja, darum, das ist das gewesen. Das ist sehr gut gewesen. Und nachher ist der Nico da gestanden so, und nachher kommt sein los ist. There will be none of that nonsense. Ja, ich glaube. Gestern ist ein. Ricky, absolut keine Manieren. Ist er für den Erik ins Mikrofon rein, dann redet er mit vollem Maul. Ja, gestern ist der neue Downbeat-Podcast rausgekommen mit Kublai Khan. Und die haben eine gute Meinung zu Backing-Tracks, weil die haben ja keine. Und die haben alles ab Sampler. Und die finden, hey, wenn es ergänzend ist und du quasi, wenn ein Sample abbockt, du kannst auch weiterspielen, dann ist irgendwie alright. Aber wenn du musst deine Show stoppen, oder? Dann ist es heikel. Oder? Irgendwie verstehe ich das auch langsam. Ja, aber es wird halt schwierig für Abbey Falls, wo basically Drum and Bass Parts hat. Genau, das ist halt schwierig. Weißt du, was ich meine? Wenn ein Drum and Bass DJ dort ist und sein Equipment kackt das Equipment auch. Blöd gesagt ist ja ein Laptop nichts anderes wie ein Instrument. Also, weißt du, dann bräuchtest du fast als Backup gerade einen Foot-Sample oder so. Ein was? Du könntest gerade tätigen. Was? Aber ich ein Looper. So Single-Shot-Samples. Du könntest einfach, wenn es abkackt und plötzlich nicht mehr geht. Ja, oder du machst wie Abbey Falls und gibst einfach keinen Fick und machst weiter. Ja. Das war saumässig lustig. Bis hier ist der Abend wirklich relativ lame gewesen. Also nicht lame, aber es ist nichts passiert. Ja. Es ist nichts Memorables gewesen, weil die Band voran, ich kann nicht mal... Ja, ich glaube, das sind die, die mit dem... mit Vicious Ray... Ja, gar keine Erinnerung an die Band. Ja. Und... Bro, Alter. Heitere Fahne, Ricky Rivera. 3 Sekunden. Die haben gar keine Erinnerung an die Band. Und nachher, das ist wirklich, die Abbey Falls, das ist fucking funny gewesen. Das sind auch funny Jungs. Ja, und eben, das ist ja nachher interessant gewesen. Durch das nachher quasi dort der Show zweimal verkackt ist und das ist lustig, also das ist gut. Ich meine, das hätte dort keinen interessiert. Sorry, keiner in dem Publikum hat es interessiert, dass der Laptop abgekackt ist und jetzt 3-mal der hure Track versaut worden ist. Das ist ja durch das, dass sie es einfach so lustig gemacht, so gut gemacht haben. Das hat keine Sau interessiert. Darum ist es wieso egal. Ich muss schon etwas holen für den Taoist. Ich muss einen Foot-Sample haben, nur mit Bassdrops. Ja, fragst mal den Jan von Must Be Wrong. Alright. Das ist schon geil. Fragst mal den Jan von Must Be Wrong, die haben das. Das Bassdrop-Pedal. Das steht einfach immer auf der Bühne. Du kannst es immer drücken. Genau. Das ist super. Das ist geil. Das wäre cool. Wie ist der rausgesehen? Brutal. Beste Band ever. No nonsense. Ja, aber genau dann nicht können, aber ich kann am Sonntag können. Und dann Buenos Aires geschaut. Ja, Mist. The best band ever! Und Dings war noch geil. Also Buenos Aires war mäßig, aber Dings ist brutal. Also, bei Buenos Aires haben die ja einen Gitarrist zu wenig gehabt, weil der ist irgendwie abgestiegen, ein paar Tage vorher. Trotzdem gespielt, mega gut. Ingested sind brutal gut gewesen, Mann. Das ist so die Band, wo der Brian gesagt hat, Bro, du kennst nicht. Boah, das musst du schauen. Insane. Richtig gut. Entheos war auch gut gewesen. Orange Code. Das war right gewesen. So ein bisschen Buenos Aires Vibes. Aber Ingested, die sind richtig sick gewesen. Ich muss wieder mal schauen. Okay, sick. Kann ich nur empfehlen. Hä, das war am 8. August gewesen? Nein, Juni, okay. Juni, ja. Und nachher, ja. Das war am Sonntag gewesen? Ja. Dann ist die Woche Greenfield, oder ist nächste Woche die Woche da? Dann ist Greenfield gewesen, ja. Ja, oder? Das haben wir schon ein bisschen erzählt in der Waldparty, im Waldvolk. Eine Duschparty jetzt gegeben. Das war funny. Ich habe von jemandem gehört, der nach dem Greenfield ein Date hatte und dann hat die Person erzählt, dass es am Greenfield war. Und das unter der Dusche Party war. Und das war sehr lustig. Und dann habe ich so eine Nachricht bekommen, wegen, ich bin gerade am Date gewesen. Bruder, ich muss aufhören. Das ist langsam wirklich nicht mehr schön. Egal, wo ich hingehe, es kommt die hure Duschparty vom Greenfield. Ja, schon geil. Ich habe mega funny gefunden, wo Leute wirklich selber einen Account aufgeschrieben haben. Jungs, gibt es eine Duschparty heute Abend? Wir sind da gewesen. Außer am Samstag, weil ich bin dort heim, weil ich keine Lust hatte, zum Slipknot zu schauen. Ja. Aber Freitag, Donnerstag, sehr stabil gewesen. Also für nächstes Jahr, du weißt, wenn du nach dem Headliner bei der Dusche laufst und du hörst irgendwie, was hast du in deiner Playlist? Alles.
Nur nicht heavy. Was sind so die bekannten Songs am Anfang? Ja, also die Playlist ist sowieso 8 Stunden lang mittlerweile. Hit Me Baby One More Time, Britney Spears, Ja, Madonna. September, Carly Rae Jepsen. Mhm. Das ist alles drin. Also ich kann einfach auf Spotify Bellas Shower Smash Hits suchen. Und wenn du so eine Horde von singende... Ist der September, Call Me Maybe, Shake It Off, Follow Me, I Want It That Way, Footloose, Uptown Girl, Wannabe, 1000 Miles, Living La Vida Loca, Closing Time, I Want You Back, Escape, The Pina Colada Song, Boulevard of Broken Dreams, Mambo No. 5. Aber nächstes Mal mach mal random Angels. Reihenfolge. Sonst Hey, ich kann nicht laufen lassen. Aha. Das bin nicht ich gewesen. Aha, okay. Nein, das ist schon, wir haben eigentlich Silas und ich noch einbauen, dass alle Stunden Closing Time läuft, einfach dass wir wissen, dass eine Stunde fertig ist. Das ist schon gut, ja. Das haben wir nicht gemacht bis jetzt, wir haben es ein bisschen verkackt. Aber hey, ist ja gleich. Ja, aber du hast ja 4 Stunden geschafft. Ich bin nur eine Stunde in der Duschparty gewesen. Ja, du bist weak-ass Bitch. Das war meine erste Duschparty gewesen. Jetzt weiss ich, was nächstes Jahr kommt. Und ja, eben. Also fragt nicht, kommt einfach und wenn ihr hört Leute am Singen, dann könnt ihr duschen. Ja, es ist wirklich sehr verwirrend, wenn die Leute schauen. Sie laufen rein und denken sich so, Bruder, was zum Fick, und gehen weg. Oder sie schauen rein und denken sich, was zum Fick, ich hole jetzt ein Bier und kommen. Und das ist wirklich lustig. Ja, ja. Oder funny. Das war Greenfield gewesen. Dann Was ist dein Favorite Act am Greenfield? Cemetery Skyline. Nerd. Ja. Und das Beste ist, ich habe die vorher nicht gekannt. Nerd. Auch wenn ich den Sänger von Dark Tranquility gesehen habe, ist so geil. Einfach brutal geil. Ich bin das Album im Fall am durchhören. Von denen. Das ist einfach insane. Letzte Band, nein. Vorletzte Band vom letzten Abend. Tatsächlich. Vor Slipknot, glaube ich. Don't hit the table. No. He's making noise. Aber ja, wer war deine gewesen? Wer hat das gespielt? Donuts? Ja, Donuts, die sind immer die beste Band am Festival. Okay, das ist unfair. Donuts sind immer die beste Band am Festival. Alligator ist sehr geil gewesen. Kannst du das Greenfield Line-Up aufmachen? Nein, Erinnerung. Überlegen, Heaven Shall Burn nicht sagen. Ah ja, logisch, Heaven Shall Burn. In Flames. Was haben wir noch gehabt? Du musst gar nicht wieder überlegen, Heaven Shall Burn. Ginger Spirit Es ist Heaven Shall Burn. Ja. Du kannst sagen, was sonst, es ist Heaven Shall Burn. Heaven Sevenfold. Wie gesagt, Heaven Shall Burn. Electric Callboy. Ja, die sind auch sehr geil gewesen, aber wie gesagt, Heaven Shall Burn. Ja, die sind schon sexy. Bro, ich schwöre, ich nehme dir jetzt das Zeug weg. Du eisest da ins Mikrofon rein, rührst alles immer am Boden, du klopfst da auf dem Tisch umeinander, dass wir Störgeräusche haben. Also du bist wirklich, ich glaube, ich binde dich jetzt dann einfach an. Wirklich sehr unprofessionell. Als ob ich noch nie einen Podcast gemacht hätte. Das ist erst der 71. Von dem her vielleicht lernen wir es noch. Nein, das war das gewesen, ja. Und dann nachher, am Donnerstag nach dem Greenfield ist ja dann der Versus mit der Rune und Collective Decay im Eggbrick gespielt. Das war dann auch lustig gewesen. Dort sind wir... Jetzt sind der Timo und ich es war am Donnerstag, sind am Donnerstag im Bandraum das Zeug packen, weil wir nachher nicht direkt auf Zürich sind. Und dann hat der Domi irgendwie immer so geschrieben, so, ja, können wir dann auch noch sein Zeug packen? Und wir so, du hast doch gesagt, du gehst direkt vom Arbeiten. Und er so, ja, ich kann auch sein Zeug packen, oder? Und dann irgendwann sind wir weg gewesen, und dann hat der Timo so das Gefühl gehabt, meinst du, er hat verhängt, dass es heute ist? Und ich so, nein. Dann hat er gesagt, ja, dann ist der Domi irgendwie in den Bandraum gekommen, auch noch Zeug packen. Und er so, cool, sind wir noch da. Wer nimmt denn das Zeug jetzt mit? Und wir so, ja, wir? Wir haben 3 Koffer, wir sind 3 Leute. Und der Domi so, ja, weißt du, ich gehe ja morgen nachher nicht direkt arbeiten. Ich gehe ja arbeiten morgen. Und dann, also, ja, okay, und inwiefern kannst du jetzt das Zeug nicht mitnehmen? Ja, ich komme direkt vom Arbeiten, ich kann sie nicht mitnehmen ins Büro. Und dann sind wir beide so, so, Domi, wir gehen jetzt ins Ebri. Und der Domi so, oh shit, er hat sich sogar in seinem Handy richtig eingeschrieben, er hat es auch völlig vergessen. Ja, dann ist der Domi, anstatt auf Zürich, ist er heim, sein Zeug zu holen und dann direkt auf Zürich. Ja, das war lustig. Es war auch verdammt heiß, also bist hier gestorben. Wirklich, während der Show etwa 3-mal schier umgekehrt. Jedes Mal, wenn ich Vocals gemacht habe. Von dem her, ich keine Ahnung, wie das weitergehen soll. So. Ja. Also, wir müssen mehr proben mit den Versus. Ja, wir müssen mit den Versus mehr proben, damit ich wieder mehr Vocals machen kann. Aber es war ein lustiges Konzert. Dann sind wir heim. Und dann haben wir am nächsten Tag alle Linkin Park geschaut. Tatsächlich, ja. Sei kann man nicht, fickt euch!
wunderschöne Linkin Park Konzert. Ja, schon geil gewesen, Alter. Und jetzt ist das Geilste. Das Geilste an der Sache ist auch, jetzt musst du hören, dann kommen wir alle unsere Tickets zurück über, oder? Wir kommen ja, das Konzert ist nächstes Jahr im Juni in Zürich. Okay, das ist eigentlich gar nicht mal so scheiße. Ja. Aber jetzt müssen wir alle unsere Tickets nochmal kaufen, weil wir können das Geld zurück über, um neue Tickets kaufen, weil wir nicht einfach das Ticket über die Aber anscheinend haben wir ja alle, die Tickets hatten, haben einen Vorverkauf, so einen eigenen, wo man Tickets posten kann. Aber es ist so ein Pain in the ass. Ich habe gedacht, gut, ich gehe jetzt einfach nächstes Jahr als Linkin Park Konzert. Nein, ich muss nicht mal ein Billett kaufen. Das wäre jetzt einfach gewesen, einfach so, oder? Ja. Dann warten wir auf Ticketpreise, weil die sind sogar teurer. Wieso haben das jetzt alle? Jetzt hören wir mal auf rumbagen. Es sind alle wieder, die Tickets werden wieder teurer, das ist noch da, jetzt hören doch mal auf rumbagen, bevor überhaupt irgendetwas klar ist. Ich habe es einfach etwas, was mich aufregt in letzter Zeit. Es sind alle einfach immer rumbagen, ohne dass irgendetwas klar ist. Einfach irgendwann, ja, wissen wir es schon. Nein, also halt doch die Fresse, Alter. Reg dich doch erst dann darüber auf, wenn du weißt, dass es ist. Sorry. Und was hast du statt Linkin Park gemacht? Ich bin auch Crossfade schauen, bevor es gecancelt wurde. Stimmt, das war schon wahrscheinlich. Ja. Nein, die haben ja noch Hellfest und so gespielt. Wo ich mir auch muss sagen, Bruder, sorry, wenn du vom Ronny Radke gecancelt wirst, also dann musst du dich fragen. Ja. Gut, wobei ich habe keine Ahnung, wie das abgelaufen ist. Also ich weiss nicht, erstens weiss ich auch nicht, wie der sich auf die... Ja, wie kommst du auf den Text? Also erstens mal, wie zum Fick kommt der Ronny Radke drauf, dass der andere einem Teenager geschrieben hat? How? Ist vielleicht Ronny Radke der Führer von einer Anti-Pedo-Kampagne mit einfach so Undercover-Kiddies, die einfach Gitarristen schreiben? Es ist Ronny Radke, ich bin mir ziemlich sicher, dass er das nicht ist. Ich glaube, der ist auch nicht so ein guter Dude, wie viele jetzt das Gefühl haben. Ich weiß auch nicht, ich kann nicht so gut. Brudi ist halt wie schon mal im Knast gewesen. Ist er schon? Ja. Weitergemacht? Ja, der muss schon nicht mehr bei Escape the Fate, weil er im Knast war. Aber weitergemacht? Das weiss ich auch nicht mehr so genau, das müssen wir nachher forschen, aber wenn wir das genau machen oder nicht? Oh, was hat er alles gemacht? Ich glaube, er hat eben selber nichts gemacht. Ich glaube, er hat nur irgendwie Beihilfe oder irgend so etwas. Violating Probation, Owning Brass Knuckles. Okay, das ist sick. 2,5 Jahre. Imprisoned wegen fucking Brass Knuckles, Alter. Das kann ja nicht sein. Alter, was ist das? Das hat ja gar nicht gemacht. Ja, mal. Einfach ja, Probation violated, ja. Aber warum hat er Probation gehabt? Das ist es eben. Come on, Personal Life verschlagen, ja. Da! Involvement in Killing. Involvement in Killing. Ah, fuck! Damn! Was hat er gemacht? Each man brought initial momentum support when the fight. During the fight, 22-year-old Chase Rider, a man who accompanied Radke, shot 18-year-old Michael Ein, killing him. Also er hat Brüder, also sie haben Schlägerei gehabt. Ronny ist mit Bros irgendwo hin, haben geschlägelt und dann hat einer von Ronny seinen Bros einen anderen verschossen. Fucking coole Kollege hat der Ronny Radke, Alter. Fuck me, man. Damn, alright. Ja. Also, wait. Ist doch der Kollege, der einfach den geschossen hat? A man who had accompanied Radke shot 18-year-old Michael Allen Cook, killing him, as well as the wounding another man. Radke was arrested for and charged with murder. Wow. But how? Er hat ja gar niemand für... The district attorney declined to prosecute him despite his confession, as it was determined Radke acted in self-defense. Aber der Bruder hat ja gar nicht mehr... Oder ist es gewesen, weil er quasi... Aber es wäre Manslaughter, wenn überhaupt, nicht ja, aber Murder. Ja, nein, das Murder ist braucht Premeditation. Ja gut, wenn du einen Dude mit der Knarre irgendwo hin mitnimmst, weil du... Es ist mir versagt, aber ich frage mich jetzt mehr gerade, wie der Ronny Radke kann... Wenn es ihm voraus planst, ist Murder. Wenn es einfach so passiert, ist Manslaughter. Ich frage mich sowieso, wie der Ronny Radke kann mit Murder charged werden, wenn er ja gar niemand geschossen hat. Wahrscheinlich ist es einfach Accessory to Murder gewesen. Oder so etwas. Ja, ist mir eigentlich auch egal. Aber ich schaue zu viel Thriller-Shit. Auf jeden Fall, wenn du von ihm cancelled wirst, wenn du vom cancelledsten Dude ever cancelled wirst, funny Story. Ich finde es funny, dass der Bruder von Crossfade einfach so ChatGPT-Text geschickt hat. Ja, der kann ja kein Englisch. Aber das ist ein anderer Nutzer von AI.
Aber ja. Das ist das Lustigste. Von diesen Brüdern kann ich fast kein Englisch. Wie zum Fick hat der Ronny Radke das herausgefunden? Keine Ahnung. Ist vielleicht funny. Ist mir auch egal. Also geh wieder zurück auf uns. Aber ja. Du hast also das letzte Konzert mit CrossFit, also CrossFit allgemein. Die sind ja nicht auseinandergegangen, die haben einfach Pause gemacht, oder? Bruder, keine Ahnung, Mann. Das hat mir wirklich, ich bin psychisch am Ende nach Linkin Park. Ich kann nicht kennen. Fair. Aber ist auch mit Vicious Rain gewesen, oder? Ja. Sonst noch? Nein. Niemand mehr. Okay. Ja, dann haben wir die Waldfolge aufgenommen an den Geburt. Dann grilliert. Ja. Schön gewesen. Ja, voll. Chillig gewesen. Heiß. Unnötig heiß. Ja, voll. Hättest du auch wieder eine Supergroup gründen mit anderen Leuten, die da waren. Ja, voll. Stimmt, die haben noch das frische Salate gesehen. Und was haben wir dann gemacht? Bist du direkt nach der Summerside gekommen? Ja. In dem Fall? Wie hast du gesehen? Ja, Summerside. Das haben mir hure viele Leute immer gesagt, viel Spaß am Summerside, es wird scheiße, es wird blöd. Und ich nur so, okay. Bin halt wie noch nicht da gewesen. Habe mich dann nicht aufgeregt im Voraus drüber, sondern bin einfach dort hingegangen. Mit Fear Lab sind wir da gewesen. Ich hatte den Mike als Bass-Tech dabei gehabt. Der Mike, der Bassist von Taoist, habe ich als Bass-Tech dabei gehabt. Hauptsächlich einfach, weil wir haben können Techniker mitnehmen. Und ich so, jetzt hat er es im Resümee. Ich so, okay, Mike ist mit Bass-Tech. Dann sind wir nicht angefahren und dann sind wir das Grenchen irgendwo angefahren. Das Einzige, was wirklich, was ich muss sagen, was nicht gut war, ist, es ist schlecht angeschrieben gewesen, wo wir parkieren. Und mit schlecht angeschrieben meine ich gar nicht. Wir haben einen Google Maps Link bekommen. Also nicht mal einen Link, wir haben ein Foto von Google Maps bekommen, wo man hin muss. Und hätte ich nicht beim Anfahren das Auto vom Sascha von Fear Lab gesehen, dort irgendwo links in so ein Gebüsch abbiegen, wäre ich dort nicht abgebogen. Und dann sind wir dort hin, dann haben wir alles aufgestellt und wir sind die Ersten, die gespielt haben. Das heisst, wir haben easy Zeit gehabt, zum Soundcheck zu machen. Sie haben uns eigentlich am 1 dort haben. Wir haben um 1:45 gespielt. Wir sind irgendwie um 11:30 angekommen. Und dann sind wir angekommen und der Mischer schaut uns so, also, was macht ihr denn jetzt schon hier? Und wir so, ja, wir dachten, wir kommen ein bisschen früher. Und er so, ja, sehr geil, dann machen wir jetzt entspannt Soundcheck. Dann haben wir entspannt alles aufgestellt, entspannt Soundcheck gemacht und dann noch ein bisschen gechillt. Und ja, also wir haben jetzt so Essensgutscheine bekommen für zum Essen holen bei den Ständen. Wir haben gratis Getränke und Snacks im Backstage gehabt. Es hat kein WC im Backstage, das war ein bisschen lustig. Also wir haben immer Führer raus scheißen. Ja. Und dann sind wir, der Reto war auch da, der Reto war Drumtech. Und dann haben wir das alles aufgestellt. Dann hat auf der grossen Bühne eine Band gespielt. Dann haben wir auf der kleinen Bühne angefangen, pünktlich. Dann sind sogar noch 2-3 Leute dort gewesen. Es war gossenjämmerlich heiß. Ja. Ich bin schier gestorben. Zum Glück habe ich nicht so viele Vocals machen wie Fear Lab. Das heisst, es ist einigermaßen gegangen. Ja, es war sehr, sehr lustig. Es war kurz. Ich habe nicht viel mitbekommen, weil ich Haar im Gesicht hatte die ganze Zeit. Es hat doch 1-2 Leute gehabt. Ich wollte meine GoPro aufstellen, hat einfach nicht funktioniert. Die GoPro war einfach tot. Also aus dem Nichts. Ich dachte, der Akku ist gefickt. Und dann habe ich sie bei dir eingesteckt und da hat sie dann plötzlich geladen. Bei mir hat sie nicht geladen. Aber ist das nicht vorher, nicht nachher? Nein, das war nachher. Ah, okay. Ja, das war, wo wir den Bass aufgenommen haben für 4. Das war am nächsten Tag. Und das war 2 Wochen später. Ah, okay. Meine Timeline ist absolut oder 2 Tage später. Ja, deine Timeline ist komplett gefickt, ja? Summerside war am Freitag. Donnerstag. Ah, Donnerstag, ja, 2 Tage später. Samstag war bei mir. Hä? Dann ist am Samstag nachher Bass-Recording. Ja, genau. Jetzt hast du es. Ja, und dann war das geil gewesen. Dann haben wir fertig gespielt. Es hat keine Tomaten gerührt, obwohl wir mit Abstand die metaligste Band ever waren an dem Festival. Es war auch wirklich grottig heiß gewesen. Und dann ist eigentlich mehr so das Spiel, das wir dann intern angefangen haben zu spielen, ist die nächste Band eine Power Metal Band oder eine AC/DC Tribute. Also wenn du auf eines von diesen beiden Sachen gesetzt hast, ist es eine 50-50 Chance gewesen, dass du gewinnst. Und Hard Rock Band? Was? AC/DC Hard Rock, ja. Passt. Ja, es ist literally, die eine Band haben alle ausgesehen wie AC/DC. Ja. Und dann hat Royal Republic gespielt. Bis dahin wirklich hast du darauf gehen. Entweder ist es Power Metal oder Symphonic Metal oder AC/DC Tribute. Dementsprechend das Publikum auch, wir haben den Altersschnitt wieder mal abgezogen, was auch nicht mehr so oft der Fall ist. Und ja, dann hat Royal Republic gespielt, das war sehr sexy gewesen. Ich würde jetzt die Musik klassifizieren als Sex-Rock. Das ist einfach sexy. Sexy Music, sexy Swedish Boys.
Und die haben einfach mal kurz irgendwann das Gefühl gehabt, ja, sie wären gerne eine Metal-Band, aber sie haben auch gerne Geld. Darum machen sie das weirde Pop-Zeug, was sie jetzt machen. Mhm. Und dann haben sie auch Battery von Metallica gespielt. Geil. Bruder, das hat gefickt. Mhm. Die haben das besser gespielt, was Metallica je gespielt hat. Sänger hat 1:1 dann wie James Hetfield. Das ist wirklich stabil gewesen. Ja. Dann sind wir aufs Riesenrad. Brian seine Theorie geprüft. Brian seine Theorie haben wir nachher geprüft. Ob, was hat er gesagt? Wenn ein Festival ein Riesenrad hat, dann probiert es das Geld aus der Tasche zu ziehen. Oder? Das war Brian seine These. Maybe. Ich so etwas in die Richtung. Auf jeden Fall hat der Mike und ich nachher noch zu Nacht essen. Wir haben einfach niemals können unsere scheiß Essensgutscheine abgeben. Die haben alle immer so, nein, wir haben schon zu viele Essensgutscheine genommen. Und wir so, What? ja, aber what? Ja. Und dann haben wir irgendwo noch Griech. Ein Griech hat der Mike dann so gefragt, aber so, und der Griech so, ja, komm, 2 geht noch. Griechisch gegessen zum Nacht. Dann sind wir heimgefahren. Und dann haben wir herausgefunden, dass Boys Sets Fire die beste Band ever ist. Wer? Boys Sets Fire. Bruder, ich hatte dir schon 100-mal gesagt, du müsstest Boys Sets Fire hören. Why are you refusing to... Wieso weigerst du dich, dein Leben zu verbessern, Ricky? Weil ich so kein Hill am Hören bin. Ja, dann hast du nicht so viel auf Zeichen. Du hast jetzt einfach mal auf. Und du stellst dich quasi quer. Du willst dein Leben aktiv nicht verbessern, indem du nicht Boys Sets Fire anfängst zu hören. Aber Boys Sets Fire ist am besten zum Hören, wenn man im oder nach Sonnenuntergang, wenn man kurz nach Sonnenuntergang heimfährt, dann ist Boys Sets Fire am besten zum Hören. Vor allem, wenn es gerade vorher geregnet hat, aufgehört hat, regnet, die Sonne untergeht und alles noch so ein bisschen bewölkt ist und so ein bisschen leuchtet und dann ist es richtig geil. Da muss ich mal probieren. Mal abchecken. Ja, ich kann empfehlen Songs Empire, beste Song ever, Was Closure. macht Ah, que pasa, Ricky? Oh, Hardcore. Hardcore? Hardcore Punk. Ah. Hardcore Punk. But this old band, so Hardcore Punk doesn't sound like Hardcore Punk you listen to. Mhm. Ja. Ist gute Musik, nicht fressen ist Musik. Also es ist beides. Aber auch nicht so wie Turnstile. Oh ja. Ist good music. Ja, wenn es zu punkig wird, ist es nachher nicht mehr weniger für mich. Einfach mal hören. Einfach mal hören, Ricky. Immer muss man euch so gute Sachen zwingen. Das ist wie niemand kommt Reviews schauen mit mir. Das macht mich auch psychisch fertig. Ja, alle hören Musik, die effektiv nicht existieren würde, würde es fucking Reviews nicht geben. Und dann so, ja nein, ich finde es nicht so geil. Es ist nicht so meins. Es ist mir ein bisschen zu wild. Es ist mir zu punkig. Ja. Es ist mir zu experimentell. Shut the fuck up, Alter. Alle deine Drecks-Imperican-Bands würde es nicht geben ohne Reviews. Ich bin zu weise, ich bin Drums open. Jo, du hast eine Ausrede, alle anderen nicht. Kannst du mir was sagen? Mit einem Gläschen. Ja? Denke ich. Kann ich machen. Ich merke, ich habe viele angestellte Aggressionen immer rein. Ja, das ist auch fair. Das ist auch fair. Das ist normal. Weil niemand will Reviews schauen mit mir. Außer der Umi. Aber der Umi ist die fucking Legende. Der Umi ist am Dead Poets Society Konzert mit mir, dann ist er am Boston Manor Konzert mit mir, dann ist er ans Black Sabbath Konzert gegangen. Ohne Scheiß. Ja, als letzte. Dann geht er jetzt nochmal etwa 3 Konzerte im Ausland und kommt dann zurück am Freitag für Reviews. Oh, der Bruder. Jesus. Ja, das ist Insanity, das hier. Das ist Insanity, das hier. Das ist fast nicht mehr gesund. Ja, du. Some call it the lifestyle, some call it the job, oder? Umi calls it both. Ja. Ja. Das ist noch crazy dann. Und dann, ja. Und dann sind wir eben dort heimgefahren vom Summerside, wo wirklich eigentlich sehr nice war. Also alle, die mir gesagt haben, das war scheiße gewesen. Keine Ahnung, was ihr gemacht habt, aber ich hatte sehr gute Zeit gehabt. Super gewesen, gut organisiert. Ich glaube, Summerside letztes Jahr jetzt pisst und so und dann ist es mega matschig gewesen, aber ich weiß auch nicht. Maybe, I don't know. Ja gut, der Boden war Holz gewesen, ich weiß nicht wieso. Ja, gar nicht. Außer letztes Jahr hat es keinen Holzboden gehabt. Ich kann nicht so gut vergleichen, weil ich bin ja keinem gewesen. Ja, vergleichen kann ich eben auch nicht. Ja. Ich kann nur sagen, wie es war. Ja, und dann hat der Sascha irgendwie noch komischerweise einen Gig organisiert bekommen für den Samstag. Nachdem ich Bass aufgenommen habe beim Ricky, wo ich psychisch wieder mal kaputt gegangen bin. Ja, aber dafür in 4 Stunden 3 Songs gemacht. 5 Stunden. 4 Das Stunden ist schon 3 Songs. Ja, das ist sehr gut gewesen.
Ja, das war crazy gewesen. Das ist, wenn ihr eine gute Zeit habt, dann gönnt nicht Bass aufnehmen für eine Band, die euch nicht die Tracks so schickt, wie sie es aufgenommen haben. Ja. Weil ich habe die Hälfte der Songs müssen neu lernen, weil wir haben sie am Summerside ja einen Tag vorher oder 2 Tage vorher gespielt. Und dann habe ich sie da gespielt und ich habe nicht gewusst, dass sie eine Studioversion haben und eine Version, wie wir sie momentan live spielen. Was der dit? Willst du was bitte neu in? Aber das ist okay. Und dann am Abend sind wir dort fucking Diessenhofen rausgefahren. Das ist am Arsch von der Welt. Diessenhofen ist am Arsch von der Welt. Aber die Konzertlocation, das Hurricane, das ist so ein Bandraum, der ist an der Tankstelle außerhalb vom Dorf am Arsch von der Welt. Also ich bin eine halbe Stunde ab der Autobahn und dann eine halbe Stunde ins Ghetto rausgefahren. Nicht so wie dort in Huttwil, wo in Huttwil das einfach war, sondern einfach wirklich am Arsch raus. Das ist noch lustig, ich kann sagen. Jetzt haben wir mit Dings gespielt. Wie haben sie jetzt geheißen? Ja, bis Dead Rabbits, oder? Nein, mit Donalds. Donald Duck in etwas. Donald's Revenge? Oder? Nein, nicht Duck, nur irgendetwas. Der Donald Ducks? Nein, nicht mit Ducks. Lass mir doch mal zu, Gott vertelle. Der Donald Murder? Nein. Kein Plan. Ich kann dir nicht wieder helfen. Nee, der Donuts? Was? Der Dunkin' Donuts? Ja, definitiv der Dunkin' Donuts, das ist es. Ja, das war sehr weird auf jeden Fall, das Ganze. Ja. Ich bin gefragt worden, ob ich die haben. Donalds of Horror heisst es. Okay. Ich glaube, eine Stoner-Band aus Zürich. Wie auch immer viel dort reingekommen ist. Auf jeden Fall hat einer von denen mich nachher gefragt, ob so Wireless-Gitarre, ob es das schon lange gibt, weil das habe ich ja noch nie gesehen und ich bin da gestanden so. Also. Unter welchem Stein bist du bis jetzt? Also, ich habe mittlerweile das Gefühl, ich habe ja so einen kleinen Wireless-Sender, weißt du? Ich habe ja, du kennst ihn ja nicht, mein Wireless vom Helix. Das ist ja, ich habe ja das Sennheiser XSWD Paddleboard Set. Das hat ja kein. Normalerweise haben ja Wireless-Sender so grosse Hümpen, die sind dann in den letzten 5 Jahren rausgekommen. Wo du das Kabel anhängst. Und wahrscheinlich hat er das eben nicht gesehen und darum gemeint, mein Bass ist selber schon wireless. Ja. Das könnte sein. Gib mir jetzt mal den Benefit, dass er glaubt. Ja. Weil sonst das Zeug, die Technologie gibt es 70er. Ja schon. Aber ja. Ich habe nicht so viel gemacht. Was hast du so gemacht, Alter? Hey, kein Plan, Alter. Im Fall ich weiß ich nicht. Du hast nicht mal Songs geschrieben oder so? Du hast nicht mal für Taoist geprobt, weil dort bin ich ja dabei gewesen. Wir haben inzwischen eben dort schon Proben gehabt, aber einmal nicht ich. Ja, eine. Alle anderen waren dabei gewesen. Sonst einfach... Ich weiß, was du gemacht hast. Nein, du hast Vocals aufgenommen. Aber das war nachher gewesen. Ja, aber du hast das trotzdem noch gemacht in der Zwischenzeit. Ja, ein bisschen Demigod-List geschrieben, ein bisschen... also... Warte schon. Ich habe natürlich euer das ganze Learning Material parat gemacht für die neuen Songs von Taoist, die wir dann gespielt haben, oder? Das ist auch irgendwann passiert. Das ist... Und ich habe einfach heiß gehabt, ich bin bouldern. Ja. Geil. Ein bisschen gamed. No, gar kein Zeit dafür. Gar kein. Ich habe mir einen Synthi gekauft. Nochmal einen? Ich habe mir einen neuen Synthi gekauft. Absoluter Gamechanger, der Synthi. Jetzt habe ich einen Polysynth. Ich kann jetzt sogar Klavier spielen. Ich habe jetzt vor, mit der Versis haben wir einen alten Song, wo ich habe einen neuen Balladen-Type-Song schreiben. Dann habe ich das Intro geschrieben vom Song und dann habe ich gemerkt, Brudi, I already wrote this song like 10 years ago. Und dann haben der Domi und ich das gelassen und so, okay, wir machen das den Song noch, weil den haben wir auf der ersten EP drauf und die haben wir cancelled, weil es scheiße tönt und Songs wirklich, die einen Songs da drauf nicht genug gut sind, um noch online zu behalten. Das würde nicht, das würde wirklich, eventuell laden wir es irgendwann wieder rauf, aber momentan haben wir dann, wie wenn wir die 2 EPs, die wir selber produziert haben, am Anfang ganz selber gemacht haben, wenn wir die würden aufladen jetzt, hätten wir wie 10 Songs, die halt einfach wirklich nicht gut tönen und vom Songwriting her nicht an das ankommen, was wir jetzt machen. Und dann ist es nicht mehr online, aber das haben wir glaube ich schon mal erklärt. Und jetzt machen wir den einen Song, der wirklich gut war, machen wir jetzt nochmal neu. Aber wir nehmen dann nicht nur neu auf, wir haben dann auch noch ein bisschen umgeschrieben und ein bisschen andere Struktur geändert und der Text wird geändert und weiss ich nicht was. Und
das habe ich eben herausgefunden, dass man das auch auf dem Klavier spielen kann. Und jetzt haben wir vor, wenn alles gut kommt, dass wir eine reguläre Version machen, eine Piano-Version und eine Rave-Version. Die. Ja, wir brauchen einen Hardstyle-Banger, den wir am Schluss vom Second laufen lassen. Ich habe ja einen anderen Feature noch dran geschafft. Ja, das habe ich ja gesagt, das habe ich auswählen. Nicht auf den anderen Feature, die andere Feature. Ballade. Jetzt bin ich gerade verwirrt, Alter. Ballade-Feature. Nein, auf das habe ich nicht auswählen. Das habe ich schon wieder vergessen. Ich habe mit dem Artist geschrieben. Gesagt, ja, wir müssen unbedingt mal ein Feature machen. Jawohl. 2 Stunden später habe ich einen Song geschrieben und einfach geschickt. Und der wird auch ganz interessant. Ganz cool. Das ist für welche Band? Taoist. Also, das heißt, der Song kommt in etwa 1,5 Jahre raus, weil du das erste Album noch nicht mal released hast? Nein, also 3 Folgen von wann was rauskommt, das wird noch entschieden. Aber also du hast jetzt das zweite Album angefangen zu schreiben und du releasest Songs von dem, bevor du das erste Album fertig released hast? Nein. Das erste Album wird jetzt fertig released, die letzten 3 Songs der letzten 3 Monate. Mhm. Und dann geht es wieder ins Studio, Recording machen. Aber dann machen wir nicht mehr... Es tönt so, als ob der Mike und ich irgendetwas aufnehmen würden. aber ja, Drums bei mir aufgenommen werden. Fair. Und ich muss auch Zeit nehmen, um alles sauber aufzunehmen. Und dann gibt es wahrscheinlich mal wieder ein bisschen Singles und dann EPs, glaube ich. Schon ein ganzes Album. Ja, so 5 EPs. Und dann musst du nicht so crazy Drum Sessions machen. Also wird lustig. Mhm. Ja, also es kommt Neues. Bin gespannt. Da sehe ich, dass Reverse Songwriting gut kommt. Eben, das ist das, was ich jetzt gesagt habe. Aber du bist ja noch Bossmann gegangen. Ja, wir haben vor allem auch, eben der Domi und ich haben gesagt, wir haben nach dem Konzert, wo wir mit Safer als Breath gespielt haben, gesagt, wir müssen ein bisschen musikalischere Songs schreiben, dass wir auch mit weniger hässigen Bands können spielen, weil die hässigen Bands, dort sind die Fans immer so uns anschauen und denken so, ja, ist schon okay, aber ich will jetzt schlägeln. Mhm. Und dann haben wir 2 Minuten, nachdem wir das gesagt haben, absolut stumpfe Kackscheiße geschrieben, aber ist okay, das muss sein. Ja, ich bin nachher dann noch Dead Poets Society schauen im Sättel. Mit No Kings No Slaves als Vorband. Und Dead Poets Society, die es nicht kennen, ist eher so ein bisschen Alternative Rockig, nicht, aber schon auch heavy. Es ist eigentlich so, oh nein, Fries, Bruder. Fries ist am Greenfield der Shit gewesen. Fries? Ja, Fries. Ich habe gesagt, du musst dich schauen. Thrice. Ja, ich habe ja Fries gesagt. TH, nicht Ja, ich habe ja F. Fries gesagt. Nicht F. Okay, jetzt sagst du mal. Thrice. Fries, ja. Das sind Fries. Fries, fuck off. Du hast Fries, French Fries. Ich kann es dir nicht anrühren. Ich habe vergessen, dass ich eins eingeklemmt habe. Oh, ja. Ich habe Fries, so wie French Fries gehört. Ja, das habe ich auch gehört. Aber Thrice? Das ist eigentlich scheißegal. Das ist ja gleich. Das ist super gewesen. Ich hatte schon wieder schauen, aber es war einfach heiß gewesen. Es Nacht um 12 Uhr. Das war die letzte Band auf der kleinen Bühne gewesen. Warte schon. Ich habe doch geschaut. Ja, du hast sie geschaut, ja. Aber es war ein bisschen langweilig gewesen. Ja, weil es einfach mal Musik war und nicht nur Geschrei. Mm. Nicht nur Uga, bitte, bitte, Ja, bitte. Dings. Cemetery Skyline Schau hat kein Geschrei drin gehabt. Nur Cleans hat sogar Klavier gehabt. Aber das hast du nicht geschaut. Ja, weil ich heimgegangen bin, weil ich Slipknot mit Aber ich du hast wieder verpasst. schlafen. Ja, Du hast die beste Band von Griffith verpasst. das kann nicht sein, ich habe Heaven Shall Burn gesehen. Ja, Cemetery Skyline. Ich glaube, ich hätte ihn nicht geil gefunden. Das ist, weil du einfach so Goff-Zeug geil findest. Oder geil Shit. Das fände ich kacklangweilig, glaubst du? So wie so Opeth-mäßig. Ja, ich fände es kacklangweilig. Geil, lieb's. Aber ja, Ja, die sind der Shit gewesen. Das ist eine Band, die sind ja schon im Baden mal gewesen und geil gewesen. really. Und Dead Poets Society voran, genau. Mhm. Ja. Und No Kings No Slaves sind Vorband gewesen. Eigentlich haben sie vorher so gesagt, so weird, wir sind ja Metalcore-Band. Eigentlich so relativ heavy sogar noch. Ja. Und darum bin ich mal weggerollt, du hast mich vorgeschoben. Und die haben dann gespielt und sie haben gesagt, am Schluss sagen nach dem Konzert sogar noch so Teenies, also offensichtlich wegen Dead Poets Society. Der Umi hat Dead Poets Society, by the way, Future Muse genannt. Mhm. So, weißt du, das ist eine Band, die irgendwann so erfolgreich wird wie Muse und wir haben sie im Saddle gesehen. Mhm. Mhm. Und dann haben wir... So, wo Bring Me the Horizon im Zelda gespielt haben. Und so Architects. Und Architects. Die haben ja beide dort gespielt, gleichzeitig. Geil. Wann ist das? 2011 oder so? Ich auch nicht, schon länger her. Auf jeden Fall hat dann
eben No Kings No Slaves Opener gemacht. Und es ist so wie im Song Hell ist der Julian, der Sänger von No Kings No Slaves, ist noch ins Publikum. Meinst du den Sänger von Homewards? Ich meine, der Sänger von Homewards und der Sänger von No Kings No Slaves. Ja, genau. Genau, und er ist nachher ins Publikum. Aber jetzt in seiner Funktion als Sänger von No Kings No Slaves ist er ins Publikum gestanden, hat den Song durchgeballert und dann sind alle die Teenie-Kiddies, die so eher auf so Alternative Rock und so moderner Rock und so ein bisschen nicht heavy Musik stehen, die sind voll abgegangen. Die haben das richtig. Ich habe wirklich das Gefühl, dort innen sind etwa nachher 50 Leute, die noch nie das Gefühl haben, sie hören jetzt, sie können etwas mit Metal anfangen, fangen jetzt an Metalcore hören oder Metal hören wegen No Kings No Slaves. Das ist schon das Coole von so gemischten Shows. Ich sage ja, man sollte mehr gemischte Shows spielen. Es gibt nichts Langweiliges wie 15 Mal die gleiche Band gesehen an einem Abend. Das sind wie all die Underground HC Festivals. Oh geil, nochmal eine Band, die genau gleich tönt wie die Band, wie die 4 Bands voran. Woo! Ja. Lass mich raten, jetzt gibt es dann einen Moshpit bei einem Breakdown. Ei! Einer hat den Mundschutz rausgenommen. Juhu! Okay, nein, das ist jetzt sehr plakativ gewesen. Ja, nein, aber... Schieb mich nicht vom Mikrofon weg! Aber denkst du, sonst am Weekend haben wir ja im Winter gespielt. Hey, ich bin noch nicht fertig. Ah, sorry, Entschuldigung. Bruder, ich bin da bei... Nachher sind es quasi, eben haben sie gesagt, nach dem Konzert sagen sogar noch eben so junge Leute, so Teenies, nachher rauskommen und haben von ihnen wollen CDs unterschreiben lassen und T-Shirts kaufen und Fotos machen. Sick. Wurde geil. Sick. Wurde geil. Habe ich gerade ein bisschen stolz gehabt für Metal von Schweiz. Wieso rede ich eigentlich die ganze Zeit wie verdammt? Ich schwöre, irgendetwas ist nicht gut heute. Du bist channeling your ancestors. Aber ich bin Italiener, nicht Albaner. Schon ein bisschen same but different. Nein. Ja, schon same but different. Ja. Es ist viel zu heiß und alle essen Pizza. Wow. Ja, genau. Und es ist am Meer, am Mittelmeer. Hast du in Kroatien Pizza ja bekannt? Wo warst du? In Durres. In Durres, in Albanien, wo ich in der Ferie war, letztes Jahr, sind wir an und dann in der Strandstadt ist so gewesen, ja, eine Local-Spezialität ist Pizza. Pizza. Und ich so, was Pizza? Pizza. Ja, italienische Pizza. Italienische Pizza. Okay, in dem Fall. Alright, fair play. Ja, das war sehr geil gewesen, eben. Und Dead Poets Society ist auch eine sehr geile Band, wirklich geile Liveband. Ich habe das Gefühl, ich bin schon an Shows gegangen, aber ich habe jetzt alle vergessen. Ich bin mir ziemlich sicher, du bist an deine Shows gegangen, ja? Weil ich habe dich sonst an keiner gesehen. Ja, überlege. Hey. Boston Manor ist auch sehr, sehr sexy im Plaza, mit Ruined als Vorband. Da hätten wir, glaube ich, mit Tauis probiert sogar. Ja, genau, darum bin ich nicht dort gewesen. Ja. Genau, weil ihr habt probiert, ich bin nicht dort gewesen. Genau. Riesig am Proben. Ja, ich habe das Ticket schon so lange gekauft, da habe ich sagen, sorry Bros. Bist du in Ruin gewesen? Boston Manor geht vor. Ich bin natürlich nicht gegangen zum Boston Manor schauen, ich bin gegangen zu meiner Rolle als Metal Servala Moderator nachher gehen und Ruined schauen. Ruined war sehr geil gewesen. Irgendwann ist aber in der Hälfte vom Set hat plötzlich so ein Noise of Doom angefangen zu kommen. Also einfach wirklich so und sie haben nicht gewusst, woher es kommt. Der Mischer hat nicht gewusst, woher es kommt. Dann irgendwann hat der Mischer einfach so vorgeschrien, scheißegal, spielt einfach. Und dann haben sie gespielt und immer wenn sie gespielt haben und es laut ist, hast du es nicht gehört. Aha. Und dann irgendwann, wenn es so ein bisschen leislicher wurde, ist es aufgehört zu spielen. Sicher so erdig oder so. Es ist wirklich so tönt wie Aliens. Das ist nicht erdig, nicht so ein erdiges Geräusch, so Aliens. Und dann irgendwann hat es aufgehört und nachher also Woo! Und es war geil gewesen. Und ja, es ist wirklich, also Ruin hat Luna gemacht, das ist geil gewesen. Die haben, glaube ich, auch ein paar Leute nach einer Band gesehen, die sie cool gefunden haben. Die sind auch gut. Sie sind vor allem auch sympathisch. Sie sind so verloren da gestanden, wo das Neues auf Doom kam. So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Und dann hat es einfach, dann der Mischer irgendwann, spielt einfach. Und sie so, okay, spielt einfach. Und das ist lustig gefunden. Das ist wirklich, es ist geil, gut gemacht gewesen. Also, es ist sehr cool gefunden. Ja. Und dann ist Boston Manor gekommen und hat gefickt, Junge! Das ist sehr geil. Die sind brutal. Ja. Die sind viel brutaler, wie eigentlich sollten sie. Haben sie seit den letzten 2 Jahren ein neues Album gebracht? Ja, letztes Jahr. Letztes Jahr? Muss ich mal abchecken. Letztes Jahr, was ich im Kopf habe, ist dann mit Foxglove und das ganze Zeug. Bruder, Foxglove ist ja schon... Also das ist ja rausgekommen vor Corona. Nein. Mo, oder nicht? Oder haben sie einfach Singles released und die Single ist schon so alt? Wahrscheinlich, weil wo wir im Programm gespielt haben, sind die dort gewesen. Und dort habe ich die kennengelernt und dort habe ich das gelesen. Also wahrscheinlich ist es 2022 rausgekommen. Ja, Datura ist 2022 rausgekommen. 22 sogar, ja.
Und jetzt ist aber Foxglove ist wahrscheinlich schon viel länger. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Aber in dem Fall muss ich mal Sundiver abchecken. Geil. Ist schon gesaved. Das ist eine gute Band. Die ist sehr gut. Jawohl, der ich mag diese Band, die ist sehr gut. Wäre sehr gute Band, sehr gut. Machen Musik, machen gut diese. Ja. Aber das Konzert, wo ich schon doch bin, ist, wo wir gespielt haben. Im Winter. Wir haben im Winter das Konzert gespielt. Ja. Sind wir dann fast gestorben, weil es so heiß war? Ja. wir mit Erika im ersten Bunker-Inferno spielen. Grüntal. Mir ist erst im Nachhinein aufgefallen, dass es auch ein 1A-Name für eine Rechtsrockband wäre. Was? Das wäre ein 1A-Name für eine Rechtsrockband. Ein Eis-Annahme? Das wäre ein 1A-Name für eine Rechtsrockband. Bunker-Inferno? Ja. Ja. Ja, fair. Guten Tag! Guten Tag, wir sind Bunker Inferno, das ist der Song Alle Ausländer raus! Das wäre perfekt. Also das würde 1A funktionieren. Würde Spaß, ja. Aber Dings, aber das sind keine Nazi-Bands dort gewesen, es sind nur geile Sachen. Absolut, gar nicht. Mehr coole Location, es hat einen Billardtisch gehabt, es hat grilliert. Es ist vor allem einfach irgendwie früher glaube ich ein Restaurant oder ein Hotel, oder ein Hotel oder beides. Ja. Und jetzt wohnen dort einfach Punks drin. Ja, voll. Ja, aber mega cool, mega coole Leute. Und einfach heiß. Ich meine, scheinbar haben sie eine Sommerpause und der Janik hat es einfach ignoriert. Ja, ich glaube, sie machen im Sommer kein Konzert, weil es viel zu heiß ist. Genau, und der Janik von Sons of Coherence und Shinra hat es einfach ignoriert. Er ist auch so, schaffen wir schon. Oh, fuck me. Sicher 45 Grad drin gewesen. Das ist schon geil gewesen. Ja. Es ist wirklich, es ist so genau so eine Show. Genau so eine Show habe ich mit Taoist schon mal immer spielen. Ja. Es ist einfach genau so, keine Bühne. Ja, voll. Unnötig laut. Weil einfach der andere Gitarrist den Amp aufgetragen hat und der Ricky mir dann gesagt hat, ich muss meinen Amp auch auftragen. Es wurde Spaß gemacht mit dem Niki zum ersten Mal gespielt. Ihr kennt ihn als Gitarrist von Expello, die Band vom Wacken spielen und die Schweiz repräsentiert. Und, also die Band, die die Schweiz am Metal Battle repräsentiert. Genau. Und Broken Fate, die einfach auch am Wacken spielt. Genau. Sie gehen als Representatives von der Wacken Metal Battle. Und scheinbar gibt es auch nochmal einen Contest. Habe ich auch nicht gewusst. Ja, das ist ein Contest. Das ist ein Contest und nachher passiert etwas. Aber ich habe gemeint, du gewünscht einfach, wenn du dort gehst. Also, das ist schon mal ja, logisch, du gewünscht, wenn du dort hingehst. Aber das Metal Battle ist eigentlich am Wacken selber dann noch ein Band-Contest, wo jede Band eine halbe Stunde spielt. Right, geil. Genau. Aber ja, es war mega lustig gewesen mit Shinra, mit Omisis und mit Sons of Coherence. Omisis sind ganz sick, ja. Omisis, die haben wir ja, wann haben wir die erst? Ich hatte, glaube ich, zweimal gesehen. 2022, nein, 22. Dort, wo ihr auch gespielt habt. Ja, genau. Dort sind es eher so ein Medium gewesen. Das war auch mega frisch gewesen. Ich glaube, der erste Konzert oder das zweite Konzert gewesen. So etwas, ja. Jetzt sind sie so Medium gewesen und am fucking Samstagabend sind es einfach die beste Band ever gewesen. Holy shit, Alter. Aber ja, das Ding ist, der Sänger ist ja fast so gleich groß gewesen wie der Raum. Ja. Die sich trotzdem gepumpt. Also ja, ich direkt stand so, what? How? So, you're hitting your head, my friend. Aber er ist trotzdem am Gumpen gewesen. Das war wirklich perfekt gewesen. Ja, aber es war wirklich lustig gewesen, das war das Bunker Inferno. Weil wir sind dort angekommen, dann haben wir einen Soundcheck gehabt, dann haben wir gegessen, dann haben wir das zweite Band gespielt und ich habe bei Shinra reingehen schauen und bin dann rein, habe 5 Minuten geschaut und bin dann einfach gerade wieder raus, weil es hat innen einfach es ist geraucht worden drin, es war heiß gewesen und nass und ich habe nachher noch ein Konzert spielen und bin wirklich kurz vor dem Zusammenfallen gewesen. Ja, es ist schon, also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich tue einen zusammenklappen beim Singen, weil wir haben es geschafft, wir haben 45 Minuten ein Set gemacht, aber ich glaube, wir haben sicher jeder irgendwie 2 Kilo abgenommen, einfach in der Schweiz da drin. Das, was ich sehr geil fand, ist, wie der Ricky einfach der Oberpimp war und einmal hat er das Symbol, wo Dave ist einfach das Symbol abgehakt aus irgendwelchen Gründen. Ja, der ist schon abgeflogen, der Kopf. Ja, und dann einmal ist das Symbol auch am Boden gelegen, weil der Mike ist so zu mir hintergelaufen und ich habe ihn so angeschaut und gesehen, dass das Symbol am Boden liegt und dann ich so, schaue so den Dave an und der Dave so, help me, please. Und ich so, Bruder, I am playing the guitar. I need both of my hands. So, ich brauche beide meine Hände. Ich kann das Symbol gerade nicht aufentun, ohne dass es scheiße tönt. Und dann hast du aber das erste Mal dann das Symbol angeschraubt wieder? Nein, ich bin... nein, du hast es gar nicht gecheckt. Nein, ich habe gesehen, dass jemand das drauf tut. Und ich habe nachher gesehen, fuck, wo ist der Kopf? Nein, jetzt lass zu. Irgendeiner, ich weiß nicht mehr, wer es war, jemand aus dem Publikum ist das Symbol draufschrauben. Der hat das Symbol genommen, drauf gemacht, angeschraubt. Der hat es nicht geschraubt, weil er hat es geschraubt. Ich bin aber dran gestanden, ich habe ihm zugeschaut. Er hat es geschraubt. Ja, ich meine, Schraube ist weg.
lass zu. Okay. Ich bin noch nicht fertig mit erklären. Das Symbol draufgeschraubt. Dann, 5 Minuten später, nächster Song, drehe ich mich zum Dave hinterher und ich sehe, dass der Dave mich so komisch anschaut. Und ich nur so, what the fuck? Und Dave schaut so mich an, schaut am Boden und ich so, oh, die Schraube ist wieder abgekehrt. Es ist wieder abgekehrt. Also es ist einmal quasi beides abgekehrt und einmal ist nur die Schrauben abgekehrt. Und dann habe ich gesehen, dass der Ricky sich umdreht, das sieht, dass das Teil am Boden liegt, das Teil auflupft und ich habe mich schon wieder wegdrehen, aber ich sehe, ja, Ricky regelt. Ricky leitet es einfach an. Läuft wieder weg, singen. Und ich denke mir nur so, der einzige von dieser Band, der momentan eine Hand frei hätte, um das Teil anzuschrauben, der ohne Probleme einfach könnte mit der linken Hand das Mikrofon heben und mit der rechten Schraube, hat sich dazu entschieden, nö, ich lege das jetzt einfach mal da hin und dann gehe ich wieder. Das war ein Gedankensfehler. Ich habe gemeint, es kommt ein Zwischenpart rein, so ein schwarzer Schuh. Und ich bin da am Suchen gewesen. Aha, okay. Und ich habe gemeint, okay, vielleicht, wenn du es einfach so tust und einfach so schraubst, vielleicht nicht so eine gute Idee. Weil keine. Ja. Und ich bin der schwarze Teil am Suchen gewesen. Das war verloren gewesen. Ja, eben. Und in dem Fall, dann habe ich, okay, gut, ich schraube das jetzt ab, sonst geht das scheiß Symbol wieder ab, oder? Dann habe ich das Ding genommen, angeschraubt und in dem Moment sehe ich den Nicky, der ja glücklicherweise auch Gitarre gespielt hat, das Mal, sich so umdrehen, so, wieso zum Fick hat er, in ihm seinen Augen einfach so der Blick so, wieso hat der Bella jetzt aufgehört Gitarre zu spielen? What the fuck is going on? What is happening? Also er hat einfach Panik gehabt, dass ich umgekippt bin, weil es zu heiß war und er nachher die ganze Show selber müssen spielen und er sieht mich so das Ding anschrauben und dann so, okay, ist gut, das heisst, er spielt nachher weiter. Ja, erstaunlich, weil der Nicky hat nur 2 Proben mit uns gespielt und hat 12 Songs können spielen. 11. Ja, hat er. Er hat Expiration Date nicht gespielt. Expiration Date habe ich allein gespielt. Dafür hat er Mist gespielt und ich bin bei Mist Getränke holen und moschen. Ja. Ich war schon lange nicht mehr im Moshpit gewesen. Aber es war so heiß dort und durch das, dass ich gespielt habe, weil es von außen warm war, dann durch das, dass ich mich bewegt habe, habe ich so richtig, ich habe mich schon lange nicht mehr so agil gefühlt. Weißt du, wie ich meine? Weil sonst, wenn ich irgendwo bouldern oder so... Es war praktisch eine Sauna gewesen, deswegen. Ja, aber weißt du, wenn ich bouldern oder sonst so Sport mache, brauche ich immer mega lang, bis ich warm bin. Bis ich wirklich so das Gefühl habe, also, okay, jetzt geht nichts kaputt, wenn ich umgehe. Und ich bin dort so, es ist so alles so, durch das es halt warm war und mich bewegt habe wie Sau, bin ich halt einfach so ready, ich bin einfach im Pit. Ich bin schon lange der Bunker hat die gleiche Funktion dient wie eine Sauna. Genau das Gleiche, was du gerade sagst, was Sauna macht. In einer Sauna wäre ich nicht flexibler. Weißt du, ich meine, so, wenn ich bouldern oder so, dann habe ich so, wenn ich so aufklettere, immer noch so ein bisschen, weißt du, es ist so ein bisschen steif und so. Und wenn ich mich richtig aufwärme, das ist etwas, was ich jetzt gelernt habe, also was ich in der letzten Zeit gelernt habe. Früher hast du einfach können, du bist from the gate, aufgestanden, ready to go gewesen. Jetzt musst du wirklich dich aufwärmen, du musst aktiv dich kopfverteilen bewegen, damit du alles einmal bewegt hast und ein bisschen drin bist. Und auch dann, wenn du dich aufgewärmt hast, fühlst du dich noch ein Zeitchen lang ein bisschen steif. Das habe ich nicht gehabt. Ich bin rein, alle in, let's go. Das war geil gewesen. Du bist auch ein Spieler für eine halbe Stunde. Oder? Ja, aber ich habe mich relativ schnell so gestretched und so. Ja, aber eben genau das ist das, was ich sage. Wenn ich das mache, ich fühle mich nachher meistens immer noch nicht gerade 100% ready to go. Ja, das ist ja nur so, dass wir uns nicht etwas reisen. Also die Lexi hat im Fall mir 3-mal meine Wasserflasche gefüllt. Damn. Die Lexi hat aktiv meine Wasserflasche genommen und ist sie gefüllt 3-mal. Ich habe während dieser Show 3 Liter Wasser gesoffen. Weil die war leer nachher. Plus ein alkoholfreies Bier. Ich würde mal sagen, eins von unseren Handys, das neben dem Kabel ist. Was ich meinte, ich übertreibe es, wenn ich eine 1,5 Liter Flasche Wasser geholt habe. Nein, das übertreibe ich nicht. Es passt perfekt. Das ist super. Also 1,5 Liter oder 1,5? Ich habe eine 1,5 Liter Flasche. Ja. 1,5, 0,5? 1,5 Liter, ja. Das ist wirklich perfekt. Ich kann den Kopf mit Wasser schütteln und trinken und so. Tipptopp. Lifehack für Gitarristen, Wasserflaschen, die man mit einer Hand aufmachen kann. Ja, voll. Genau das habe ich eben wollen. Weil ich sonst immer das Problem gehabt, dass ich halt die Plastikflaschen nicht genommen habe mit beiden Händen. Gut, ich kann Mikrofon und so. Aber ja. Für Gitarristen, für Vocalist, so die eine mit dem Knopf. Beste. Es ist saugeil. Es sieht zwar blöd aus, aber es ist saugeil. Ja, es geht easy aus. Also vor allem, wenn es 45 Grad ist in einem Bunker rein, dann bist du mehr Sport. Zum Glück haben wir Sport-Jerseys halt. Ja. Und Badehose. Bester Lifehack. Badehose und Sport-T-Shirts. Einfach. Ja, Badehose sind wirklich geil. Das hätte ich natürlich nicht überleben. Ja.
Oh ja, sonst das ist wirklich geil, das hat Spaß gemacht. Absolut. Nur eine lustige Fete gewesen. Ja, wirklich geil. Ich habe mich mega gefreut auf die Show und das war sau gut gewesen. Aber das ist die beste Taoist-Show ever gewesen. Ja, aber nachdem wir gespielt haben im Fall... Ich habe zwar keine Ahnung, was ich gespielt habe, aber... Ja, meine ganze Energie einfach... Also, als wir rausgegangen sind, war es kühl gewesen. So, ich hätte schlafen können. Ich war einfach komplett durch gewesen. Wie als ob ich einen Marathon gerannt hätte. Also so ist es im Sommer nach dem 4-Lab-Set gegangen, da bin ich am Nachmittag kurz am Arsch gewesen. Mike und ich haben gemeint, wir hätten Lebensmittelvergiftung, weil wir Mac and Cheese gegessen haben, die nicht gut war. Ja, du hast ein paar Konzerte der Hitzwelle ja gespielt, oder? Ebri, Summerside, Bunker. Ja, beim Bunker ist er für aussen dran nicht so crazy hot gewesen. Nachher ist er kühl geworden am Abend. Zum Glück. Ja, das war ja der, wo dort hat es ja angefangen, am Donnerstag hat es angefangen kühl werden. Genau. Dort, wo noch Kings No Slaves gespielt hat, die sind auch flotschnass gewesen. Der Gitarrist von noch Kings No Slaves hat sich einfach das Schlüsselbein, glaubst du, kaputt gehabt. Was? Hat trotzdem gespielt. What? Ja. Damn. Musst du mal auf die Instagram vorbeigehen. Ich glaube, er hat wirklich das Schlüsselbein geschlissen und trotzdem das Konzert gespielt. Während dem Spielen? Nein, er hat sich nicht während dem Spielen geschlissen, sondern voran. Aber darum war er am Sitzen, weil seine Gitarre nicht können über das Ding hängen. Damage. Sehr insane gewesen. No King. Dann Sädel hat mich noch gut verarscht. Ich wollte alkoholfreies Bier wollen. Habe eins bekommen, laufe zurück, nimm 3 Schlücke. Denke so, das schmeckt komisch. Schau so, ist ein Vollmond. Nicht ein Leermond, aber zum Fernsehen, die Fläschchen sehen fast gleich aus. Sehen gar nicht. Dann war es nur eine Story gewesen. Ja. Aber jetzt tut das nicht zum Kabel. Ich würde sagen, gehen wir zu den News. Bist du sicher? Ja, ich glaube, wir haben... Was haben wir sonst noch gemacht? Das kommt mir nicht so im Sinn. Ja, was hast du im Bunker Inferno? Bunker Inferno. Wir haben Taoist in OG-Besetzung gehabt, +1. Ja, voll. Eben, zuerst mal zu 5 2 neue Songs können spielen. Und das erste komplette Song auf Spanisch. Das ist ganz geil. Freue mich mega, den mehr live spielen. Und vielleicht auch ein bisschen mehr Songs auf Spanisch schreiben. Ja. Sí, donde están las putas? Genau. Ja, es ist einfach geil gewesen. Ja. Sonst haben wir, glaube ich, nichts viel Spezielles gemacht. Du preguntas muchas cosas. Esos son mis quesos favoritos. Das kommt gut. Bist du sicher mir? Sí. So. Oh ja. Warte. Was heißt schon wieder Orangensaft auf Spanisch? Jugo de Naranja. Okay, auf Spanisch, nicht auf Puerto Ricanisch? Jugo de Aranja. De Naranja, nicht Aranja, Naranja. Ich habe zu viel Italienisch. Eben, deswegen. Jugo de Aranja. Wie ist du Italienisch? Was? Wie ist du Italienisch? Sugo de Aranja. Ja. Jugo de Naranja. Jugo de Aranja. Jugo de Naranja. Ich kann das nicht, Alter. Ist ja gleich. Auf jeden Fall. Ich habe effektiv sehr spezifische Sachen gesehen. Es ist immer so, der saure Orangensaft. Es ist nicht einfach der Orangensaft, du musst immer der saure Orangensaft. Und hast du noch deinen Duolingo-Streak? Ich habe kein Duolingo. Was hast du? Bubble. Ist dein Bubble-Streak? Immer noch? Si. So, wie lange? Ja, der geht nicht so lange, das ist, du machst immer wieder neue. No. Ich bin am ich habe einen Bunker Inferno und so keinen Bock. 6 Tage hintereinander. Fair. Ja. Naja, Winter ist nice gewesen. Winter ist nice gewesen. Ich sage es ja schon lange, Winter ist ganz okay. Ja, das ist das ist Winter gewesen. Es hat auch viele Leute gehabt. Ja, mega. Ich glaube, es ist einfach cool, dass du einfach mal vorbeigehen, ein Bier trinken. Aber kann man das? Ist das so? Ja, ich glaube schon. Also dort oder machen sie das nur, wenn Konzerte sind? Kein Plan. Weil es hat so ausgesehen, also es hat zu professionell ausgesehen. Es ist wie die Hallenbar gewesen eigentlich. Ja, definitiv. Genau. Aber ich glaube eben nicht, dass die sonst offen ist. Weil die leben ja dort. Das ist nicht ja, Punks. Man weiß es nie so genau. Ja, gehen wir weiter. Metal Servola, Breaking News. Zu den News. Es ist absolut nie passiert. Ja, gar nicht. Das wär's gewesen. Ja. Nein, wir haben doch Sachen aufgeschrieben. Ja, das sind Releases. Shit. Ja, ja. Es ist ja schon auch News, aber... Gut, Taped ist zurück. Taped ist zurück? Ja, what the fuck is going on there? Taped ist zurück. Was ist jetzt mit Kids in Cages?
Gibt es wahrscheinlich auch bitte. Sind sie freigelassen? Nein, ich glaube, ja, vielleicht schon. Ja, aber Tape ist zurück. Divine Sentence gibt es So for real? Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon, jetzt sind jetzt back. Ich schnell einfach so. Haben sie einen neuen Song released? Ja. Der ist ja auch gelost. Ah ja, stimmt. Kollege, der heisst Young, Bitter and Angry. Es ist viel gelaufen. Ja, aber Tape gibt es jetzt wieder. Divine Sentence gibt es nicht mehr. Live Crush ist in einem Hiatus. So ist nicht viel. Ja, aber die sind ja beide Vorband for Refused. We shall see. We shall see, genau. Was jetzt sonst? Ja, Dings, Expero geht Metal Wacken Battle. Weiß nicht, ob wir das schon mal gesagt haben in dem Podcast. Glaube nicht. Ja, in dem Fall. Wir haben mal ein Live aufgenommen auf dem Channel, der ist weg jetzt. Aber Live-Broadcast Instagram. Ja. Ja, und ja, aber Congrats. Die haben den Metal Server Award gewonnen für Album vom Jahr letztes Jahr von dir. Also on point. I am seeing the future, Ja. ich bin das Orakel. Mhm. Du bist das Orakel und jetzt spielen sie am Wacken. Wirklich sick, wirklich nice. Und haben wir mal überhaupt erzählt? Wir hätten den ganzen Scheissdreck einfach aufschreiben. Es sind ganz sicher so 100'000 Sachen passiert. Und wenn wir nächstes Mal, wenn wir einfach so Zeugs sehen, das einfach als Notizen ins Handy reinmachen, bis zum nächsten Podcast. Machen wir das? Ich glaube, wo wir Podcast gemacht haben, war vor der Wacken Metal Battle gewesen. Ja. Weil ich habe nichts erzählt von dem ganzen Abend. Ja. Es war cool, coole Bands. Und, das ist die Zusammenfassung von ganzen Abend. Coole Bands. Das war vor einem Monat gewesen, einen Monat halt, nein. Ja, wir sind Doch. Schlecht geworden, wir müssen mehr Podcasts machen, Alter. Ja. Fuck me. Wir brauchen Definitiv. Brian auch wieder mehr. Ja, der hat leider nicht können heute. Brian Pedia. Aber ja, das Coole ist, wenn du findest, hey, die Jungs sind zu lang mit Podcasts und so, Crowdcrew Report gibt's. Es gibt auch Hässliche Musik Luzern, die machen auch weniger Podcast. Corebound haben auch noch keine neue Folge rausgebracht, ne? Nein. Nein. Geil, was ist los? Und Ding auch nicht, EMS. Ja, EMS. Die haben auch 1, 2 rausgebracht, aber Ja, ich glaube, das ist auch mehr sporadisch jetzt. ja, voll. Und eher topisch-mäßig. Ja. Aber das ist auch okay. Ja, Es muss nicht jeder eine Nein, 1,5 Stunden genau. Scheissfolge rumquatschen, wo gar nicht drin vorkommt, eigentlich, außer so ein bisschen. Genau, voll. Aber es haben uns mega viele Leute gesagt, sie finden den Podcast cool am Bunker. Ah ja, stimmt. Es ist so cool, um ein bisschen zuzuhören. Stimmt. Nicht wirklich inhaltlich gut, aber Mhm. Und wenn du findest, hey, fuck it, kein Bock auf Podcast, aber willst mit coolen Schnurren, Mostübli, Discord-Channel, geh rein, red mit uns, ist einfach geil. Wenn du auch an ein Konzert willst gehen und niemanden kennst, wo gehen und findest so, yeah, schieß mich alleine zu gehen, dann kannst du bei Mostübli, bei Concert Buddy einfach schreiben, hey, geht jemand hin, findest mal Leute und ja, ist eine coole Community, schreibt mir rein, ich will mehr lesen und ja, ich glaube, die machen es sehr gut. Jetzt machen sie auch noch ein bisschen so Content-Interview-mäßig, haben wir herausgefunden. Im Bunker. Ja. Also da wird sicher noch einiges passieren. Ich finde es mega cool, viel einfach Leidenschaft. der Luca mit seiner komischen Insta360-Joke gefilmt, das hat verdammt cool ausgesehen. Hast du mir schon geschrieben? Nein, ich muss ihn mal schreiben. Ja, das wollte ich unbedingt. Ja, voll. Ich finde es mega cool, wie die ganze Szene einfach Zeugs für die Szene macht. Finde ich nice. Gefällt mir mega. Weiter so. Und also ich gehe mal lieber zu Releases, was denkst du? Ja. Alright. Dann sind wir gleich fertig, dann können wir heimgehen. Das ist super! Ja, zuerst Sonor, einfach absolut bestes Timing ever. Sobald Israel-Iran-Krieg gestartet hat, haben sie einfach Die in the Middle East dropped. Oder der Krieg läuft schon länger, oder? Nein, aber das ist dann zum Hot War, also gerade wo Missiles rausgelauncht worden sind, gerade der Song droppt, einfach die Jungs haben so ein Gespür, im Fall ist insane. Mit Videoclip sogar. Stabiler Song, Die in the Middle East. Voll, einfach wie immer Liebe. Dann kannst du übernehmen. Diagnosis. Intellis Absorptus. Ja. Das ist eine neue Single von ihnen. Oder? Ja, es ist eine von 2 Singles, wahrscheinlich wie 2 EP oder so. Stabile Prog Death Metal. Dann den Song haben wir können am
Greenfield. Am Greenfield hören. Ja, über 10 Minuten bevor ich komplett gefickt war von den Hits, haben sie mich noch gefilmt, wenn ich den Song gehört habe. Voll. Und ich. Die Jungs haben auch am Greenfield gespielt. Ist Mind Collision mit A Coward's Tale. Ja. Ganz cool. Er ist ein bisschen anders als die anderen Songs. Er ist ein bisschen mehr bouncy und ein bisschen weniger Kickdrummy, oder? Weil sie haben meistens, das ist so der Mind Collision Sound, habe ich das Gefühl. Bouncy. Ja, nein, aber es ist mehr so, es ist mehr riffig jetzt. Der Song ist ein bisschen mehr riffig, habe ich das Gefühl. Okay. Weißt du, was ich meine? So das andere, es ist ja bei Ihnen und Secret so ein bisschen mehr so, schon bouncy, aber mehr so ein bisschen wenn ihr komplexe Gitarre-Zeugs und so. Gitarrisches Kickdrum. Und der Song, habe ich das Gefühl, ist ein bisschen mehr riffig. Der hat ein bisschen mehr so effektiv Riff drin, so Gitarre-Riff. Nicht nur Patterns. Hey, müssen wir mal hören. Ich noch mal hören. Ich finde auf jeden Fall sehr geil. Das ist cool, ja. Sehr geil. Ja. Sehr ein geiler Song. Voll. Das habe ich nicht nur gesagt, weil sie mir die Kamera ins Gesicht gehabt haben, sondern das ist wirklich ein geiler Song. Ja. Ich habe auch nicht wegen nichts einfach so einen Violent Dance nachgemacht am Greenfield mit Kopfhörer. Hauptsächlich sind wir beide mal noch irgendwo auf dem Greenfield-Kanal vorgekommen. Du? Du nicht? Nein. Ich bin nicht so gut vor der Kamera wie du. Ja gut, also so gut bin ich vor der Kamera auch nicht. Der Yannick von Lodgify rumgeschraubt und ich habe mitgemacht. Ein guter Kombo gewesen. Voll. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil einmal hat der Yannick noch Luftgitarre gespielt und Headbanged und ich habe hinten durch ein Rädchen gemacht. Das ist eine Aufnahme, wo wir uns auch noch Mühe gegeben haben. Also die wäre auch noch cool gewesen, wenn sie drin Ja, waren. Aber ja, ist ja gleich. Ja, du. Das hängt ja vom Greenfield Media Team. Dann, was haben wir? Ujari, Enthralled. Ganz gut abchecken. Ich finde, sie macht geile Shit. Und das ist der erste so Metal-Song, was sie macht. Das ist so R&B und so Zeugs. Also, What? Ja. Sick. Aber check es mal ab. So ein bisschen Evanescence-Vibes. Ja, voll. Vibes, sag Vibes. Wow. Sorry. Und Mrs. hat auch einen neuen Song rausgebracht. Das heißt Song Nummer 3. Ja. Ich weiss jetzt nicht, ob es effektiv der 3. Release ist oder einfach der 3. Song, was sie geschrieben haben. Ich finde einfach ganz geil, dass sie... Dass der Song Banddeutsch heisst. Genau, auf Banddeutsch ist und der Harry einfach kein Deutsch. Ist der Song Deutsch? Nicht, oder? Nein, aber der Name. Der Titel. Der ist Song 3. Song NR3, ja, stimmt. Es ist fucking funny, weil wenn ich das jetzt gelesen habe, habe ich zuerst auch kurz etwa 3 Minuten gebraucht zum Schnallen, dass es Schweizerdeutsch ist. Ja, genau. Aber du hast einen Release verpasst. Da ist Trust the Shark, haben wir auch noch einen neuen Song rausgebracht. Destiny. Das ist keine Absicht. Ich glaube, es sind 2 Singles, die so wie verpackt sind in einem Release. Kein Plan. Für dich kommt noch mal eine, aber es hat einen eigenen Namen. Quasi EP-Name für 2 Songs, die einen anderen Namen haben. Ich bin ein bisschen verwirrt gewesen. Aber ja, Trust the Shark macht coole harte Zeugs. Metalcore-Zeugs. Dann... All to Get Her, Lost in L.A. Es ist ein fucking catchy Chorus, man. Ja, logisch, das ist All to Get Her. Das ist... Ja. Was ich auch geil fand, wir haben irgendjemand... Wer war das gewesen? Ich glaube, der Marcel vom Werk hat gesagt, es ist hure weird, dass einfach Pop-Punk in der Schweiz nicht läuft. Dass so Neck Deep oder so eine Band Waterparks vor 80 Leuten im Dynamo spielt. Und dann finde ich es aber lustig, dass es bei All to Get Her einfach läuft. Aber ich verstehe es, weil ich fühle es eben auch noch wirklich. Weil das Poppix... Aber der Chorus, der habe ich im Kopf im Fall. Wenn ich Lost in L.A. lese, kommt mir der... Ja, logisch, das ist der Sinn von Pop-Punk. Das machen sie sehr gut. Aber nicht jede fucking Pop-Punk-Band ist es so. Und da finde ich einfach Kudos für den catchy Chorus, weil nur wenn ich den ablese, ich kann die Melodie schon kommen. Das stimmt, weil von Waterparks kommt mir ja gar nichts in den Sinn und ich habe die Band sogar schon live gesehen. Ja. Ich weiss jetzt, wie der Chorus geht, nur wenn ich das ablese. Also wirklich Kudos, Songwriting-technisch ist das das Beste, was ich schon mache. Ja. Voll. Dann, aber ja, nur Liebe für All to Get Her ist einfach nicht mein Sound. Dann Running with Zombie Kids, einen Song rausgebracht. Aber das ist schon, glaube ich, im Mai oder so. Clarity. Und die machen eben so Alternative Rock-mäßig. Ja. Sick. Gutes Stuff. Dann Taped, haben wir vorher schon kurz angesprochen. Young, Bitter und Angry. Neue Taped, neue Metalcore. Ja, voll. Geil. Speck. Ich meine, weil sie haben das Album released im 2014, nachher sind sie auseinandergegangen. Und 11 Jahre später, Back Bitches. Wir sind so alt, Bruder. Wir sind so alt. Ja, voll. Ich habe immer noch den Videoclip von Wolfpack im
Und der Chorus von Wolfpack. Der, was in der Jury ist, der mit wo er einfach am Rennen ist. Ja. Ist am Säckeln. Ja, das ist so geil. Ja, mit dem Dings, dort, was das Konzert spielt innerhalb von dem komischen SBB-Palettenhaus. Das ist gut möglich. Ja, ziemlich sicher. Wolfpack, ja. Wie so ein Chorus war einfach Banger. Banger. Also wenn sie wieder Ja, mal, absolut. Also Apropos Chorus mit fetten Banger. Ja. Passionless Achievements von Omissis. Der Chorus, Alter. Wie Holy geht der wieder? fuck, das ist der... Sing damit. I just wanna know. Ah ja, das ist super. Ja. Ich kann absolut nicht singen. Aber, das ist eine gute Harry-Impersonation gewesen. ja, aber halt auch noch ein bisschen leislich gewesen. Sagen von Omissis ist übrigens auch Sagen von Mike Motion. Brutal. Wir haben Dings... Ich Hat der Michel herausgefunden am Konzert? Ich habe mich noch korrigiert. Bei Moschstübli. Ja. Ich habe dann auch kurz gesagt, Big Dick Energy, dort. Ja. Wir haben eine Diskussion gehabt, von wer seine als Big Dick Energy hat. Und was sind unsere Antworten gewesen? Definitiv der Björn. Björn von Small District. Ich glaube, Björn bekommt den Biggest Dick Energy Award von der Schweizer Musikszene. Dann... Nein, nicht der Biggest Dick Energy. Der Biggest... Big Dick Energy. Der Gewinner vom Big Dick Energy Award. Ja. Geht an Björn. Dann, weil er ist... Warum ist es gesehen? Weil er ist einfach so... Er ist einfach so gechillt und cool. Und humble und cool. Und nachher so wie... Ja, Jungs, es ist Zeit zum Show machen. Und... einfach. Läuft es einfach. Das ist geil. Und wer ist noch gewesen? Jemand hat Sanji gesagt von Sans. Sanji hat auch Big Dick Energy. Ja. Das hat, glaube ich, der Janik gesagt. Das ist so ein bisschen biased. Das habe ich auch gesagt. Ja. Und ich glaube, du hast einen Harry gesagt. Ja, das ist mir während dem Konzert ist mir dann auf Harry von Omissis hat auch Big Dick Energy. Voll. Aber ja, die haben auch sehr gute Chorus, sehr gute Hooks. Also der Chorus ist richtig. Ja. Vor allem, die haben auch einfach ab und zu plötzlich so Parts gehabt, wo ich mir dachte, wo kommt das jetzt her? Das war so unnötig brutal gewesen. Ja, so Omissis haben mich wirklich weggeflasht. Ja, Omissis machen es richtig geil. Weggeflasht, wie die jungen Kids das sagen. Also, unbedingt live gesehen. Oder wie die jungen Kids das sagen. Nein, ich möchte nicht mit dem Gitarristen von Crossfave durch die Stadt laufen. Aber ich freue mich, wenn Taped wieder mal Shows spielt und mal die alten Songs auch auspackt. Alter. Mal Wolfpack live, das ist hart. Unbedingt. Das wollte ich mal sehen. Weil ich alle wieder mit den Plugs und den Tanktops und den Moshbands. Tanktops und Moshbands coming back, let's go. Bitte nicht, das hat so dumm ausgesehen. Ja, und dann Broken Fate hat ein neues Album released, Horizon. Ich muss noch mal hören. Und die releasen aber auch Alben bis am Bach runter. Hey. Das ist, glaube ich, das 4. oder 5. Album oder so. Ja, Jungs geben Gas. Sind auch seit, glaube ich, 15 Jahren, nein, sogar länger unterwegs. Ich glaube, langsam 20 Jahre. Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Voll. Unbedingt abchecken, wenn du so Thrash-Metal gerne hast. Böse Musik so geil findest. Böse Musik, so. Ja, Thrash-Metal würde ich sagen. Wir müssen definitiv ihnen mal schreiben. Ich weiß. Wir müssen ihnen schreiben. Ja. Dann Konzerte. Ah ja. Ja. Ah ja. Ja. Am Freitag. Wieso hast du Freya aufgeschrieben? Weil der Bruder von Valhalla Basel hat gefragt, ob wir mal einen Shout machen. Alright, fair play. Wir machen es nicht gerne, wenn ihr uns schreibt und sagt, hey, Jungs, ich habe ein Konzert. Können Sie mal vielleicht einen Podcast erwähnen? Natürlich machen wir es mehr gerne. Oh shit! Und zwar, es ist in Valhalla... Nein, und du musst überlegen, es ist in Valhalla Basel. Free Entry. Holy Kollekte. Fuck! Spielt Freya, wo Members of Earth Crisis hat, von der US. Also, wenn ihr verfickte hure Core-Kiddies jetzt nicht dort hingehen... Ja, du bist am... Ja, das ist gleichzeitig das gleiche Problem wie bei Refuse. Aber wenn ihr Metalcore-Kiddies, wenn ihr Metalcore-Kiddies nicht dort hingeht, wenn ihr nicht ans Refuse-Konzert geht und nicht an das Konzert von Freya geht, dann habt ihr wirklich kein Recht mehr zum Metalcore zu hören. Dann nehme ich euch den Metalcore weg. Und es ist gratis, gell? Freya, wo... Earth Crisis hat Gott vertelle mal, ohne die gäbe es kein Metalcore. Wirklich so Punkt. Also, Freya, Hark von New York, mit Members of Earth Crisis. Und Ricktime, an ihn gelost, sind von Wisconsin. Auch sehr geiler Sound. Nicht einmal so viel, so etwa 500 Materialien oder so. Aber sehr guter Sound. Stabil. Crazy. Also sie sind nicht für nichts mit Frey unterwegs. Ist am Freitag, der 11. Juli, Valhalla Basel, Free Entry. Können Sie abchecken. Also, ein Bier trinken, ein Met trinken. Holt euch mal die fette Fleischplatte da. Oder die Veggie-Platte. Ja.
Voll. Das ist am Freitag, am Freitag ist auch Refused. Wo? Bis jetzt Live Crusher und... Nein, wo? Volkshaus Zürich. Im Volkshaus. Wir wissen nicht, wer Opener wird sein. Bis jetzt Live Crusher und Divine Sentence, aber irgendwie haben sich beide Bands Tschüss gesagt. Ciao, Anfangswoche. Voll. Und dort ist gerade ein bisschen viel los. Darum, mal schauen, was dort passiert. Darum wahrscheinlich spielt einfach Refused dort, nehmen wir an. Nein, vielleicht springt jemand rein. I don't know. Schauen wir dann. Das ist ja nicht dieses Problem, das ist eine Live-Nation-Show. Ja. Kannst du nachher berichten. Ich werde berichten, was passiert ist. Sehr gut. Weil am gleichen Tag, Freitag, 11. Juli, ist auch Konzert von Barry Breathings. Ich glaube, sie haben sogar Badtaufe. Und Chino spielt auch dabei. Das ist am Bahnhof Tös Winterthur. Ja. Ja, genau. Ja. Am 12.07. am Samstag ist Bullhead Summer Edition mit Call of Sharon. Wo, glaube ich, von Norddeutschland runterfahren. Call of Sharon. Call of Sharon. Spanisch gelernt, das ist Call of Sharon. Ja, dann wäre es mit J geschrieben, ich weiß. Call of Sharon. Sharon's Call. Ist dann wie Karen. Aber Call of Karen? Ja. Call of Sharon? Call of Karen. Call of Karen. Call of Sharon. Call of Karen. Call of Sharon. Karen's Call. Jared Dines. Alright, Jared Dines. Call of Sharon. George Minos. Und Mary Jane. Yeah. So, das ist am 12. Juli, Samstag. Schwerisee-Kiosk im Malters. Ja, gemeint ist ein See, aber es ist kein See. Habe ich gehört. Schade. Was ist kein See? Scheinbar nicht. Also keine Beachparty? Ja, gemeint ist ein See, aber es ist kein See. Ich habe gemeint, du kannst baden und so, aber dann fand ich... Nein, ich habe gemeint, es war eine Party gewesen. Ich weiß auch nicht mehr, was ich gemeint habe. Du hast schon viel gemeint, weil der Tag lang ist. Warte, ist es ein See? Warte, Schwerisee. Jetzt fängt das wieder an. Jetzt ist er wieder am Fake News verteilen. Ich will wissen. Schwerisee... Ist doch ein See. Aber kein Bade. Ich glaube, der Ort dort kannst du nicht baden. Irgend so etwas ist es. Aber es ist... Schwerisee Kiosk, genau. Dieser junge Mann macht ist... Heute ist Dragon Force Konzert. Ist es? Morgen ist Iron Maiden. Okay, Schwerisee Kiosk ist nicht am See, aber es ist am Schwerisee... Also der Nähe vom See, aber nicht am See. Hä? Da gibt es ja keinen See, Mann. Was? Es gibt keinen See in Schwerisee, Mann. Ja, Schwerisee ist wahrscheinlich dort geschafft. In dem Fall. Es gibt einen Fluss, vielleicht kannst du im Fluss gehen, I don't know. Alright, in dem Fall ist kein See. Trübersee. Ja. Nein, gibt es gar nicht. Keine Ahnung. Ist jetzt doch ein See? Nein. Kein See. In dem Fall ist es kein See, aber es gibt Metal. Und das ist wichtiger. Dann. Ich schaue gerade, ob es schon etwas ist. Ja, am Dings, also an der Woche meinst du? Nein, ich bin gerade am 16. Juli jetzt dran. Dort sehe ich noch... 16. Juli? Ah doch. Es ist am 16. Juli in der Valhalla Bar Basel ist Human Obliteration und Grotesquerie. Also Human Obliteration aus den USA und Grotesquerie und Exorbitant Prices Must Diminish spielen dort. Geil. Ah gut, 17. Juli ist ja Soulfly mit Requiem. Yes, am 17. Juli ist Soulfly mit Requiem. Ja. Judas Priest ist auch am 17. Juli. Ja gut, das ist irgendwo am Arsch von der Welt. Soulfly, exakt. Ja. Dann am 18. Juli ist im Treppenhaus Rorschach Team Sondermodelle. Das ist Oi-Punk und Floor Cleaners. Mhm. Dann ist Baden in Blut Festival. Wann? Ja, am Wochenende, aber es ist ausverkauft. Mhm. Dann ist am 19. Juli, am Samstag, ist im Zürich in der Post, in der alten Post nehme ich an, Let Them Eat Money und Methuthelian, was auch immer das ist. Aber ist nicht von der Schweiz, glaube ich. In den Basel, in der Valhalla Bar am 19. Juli ist The Midland Fuckers. Und dann ist Rock the Lakes Cruise Brainstorm. Mit Brainstorm aus Deutschland, Silverdust aus der Schweiz, Bloodhorn aus der Schweiz nehme ich an, und Felskin aus der Schweiz. Das ist Rock the Lakes, was?
Nicht der Rock the Lakes, sondern das ist etwas anderes. Nee, das ist Rock the Lakes Cruise. Cruise. Ich glaube, die haben eine Cruise. Alright. Ja. Aber ja, sonst die Woche danach gibt es den Rotten Rock Fest. Der ist am 25. und 26. Juli. Wer spielt alles dort? Muss ich schnell gucken. Rockfest. Und zwar, was haben wir da für Bands? Crystal Lake, Bitter Screen, These Nuts, Slime. Oh, die sind geil. Resolve, Made of Ace, Cremation, Contractomy, Stepfather Fred, das ist ein cooler Name. Mamba Bites, Leien, Throwback. Das sind Throwback nicht die von Österreich, die du gesehen hast. Mit Silb. Was? In Liechtenstein. Throwback, doch? Throwback, doch, Doch, die sind absolut sick. Ja. Die sind richtig gut. Geil. Die haben ein absolut schlechtes Lot gehabt für ihre Grössenverhältnisse und für ihre Live-Show. Aber ja. Das ist dafür im Rotten Rock Fest. Dann Trusted Shark, Cold Resistant, Avalanche, Frigority, All Kids Noise. Shoutout, die Boys haben uns Platten geschenkt. Die sind geil. Ja, das ist geil. Billy Alibi, Days of Ruin, geil. Nedan, das Dampfwalzen-Walfisch, geil Name. Das Dampfwalzen-Walfisch. Ja. Torrance, Bloody Horseface, auch cooler Name. Boah, yeah. The Frescoes und Space Cats from Outer Space. Alles zusammengeschrieben. Das ist sehr, sehr geil. Und ich muss sagen, irgendwie so vielfältiger Line-Up. Space Cats from Outer Space. Ja. Das tönt nach. From Outer Space. Ja, das tönt crazy. Das ist geil. Also unbedingt abchecken. Das sieht geil aus. Und ja. Dann. Am gleichen Weekend ist Circus Fest. Jawohl. Das ist schon von Simon organisiert. Und Wo ist Simon? der Cody, der amix den Bullet-Outfit trägt. Mustache. Ja, ich weiß wer. Genau. Der Brudi organisiert das Circus Fest in einer Bräuerei. Circles Fest, oder? Ja. Circus Fest. In einer Bräuerei. Götter Brauerei Bar. Das ist immer ein super geiles Bier dort. Götterbrauerei, das ist eigentlich mal absolut. Und das spielt Artifiction, Vamprovia und Naked Soldier. Richtig geile Bands. Gehen dann eben ihr nicht am Rotten Rock Fest sind. Und ja. Sehr wichtig. Dann 1. bis 2. August in Grenichen. Jawohl. Das Open Air, Grenichen. Jawohl! Das ist in 3 Wochen, oder? It needs no introduction. It is the open air of the open airs from the open airs. Ja. It is the open air Grenichen. Nach dem Opener ist vor dem Opener, oder? Es ist das kinderfreundlichste Festival ever. Es ist das alkoholikerfreundlichste Festival ever. Es ist das punkrockigste Festival ever. Es ist das Festival, wo du am ersten Tag, wo am Freitag ist, nicht mal musst frei nehmen, weil 1. August ist. Darum kauf dein Ticket jetzt. Kauf dein Ticket, deinen 2-Tages-Pass für das Open Air Grenichen und komm geniale Bands schauen an einem genialen Festival mit geiler Zeit und coolen Leuten. Ja. Und wenn du nicht weißt, was das Open Air Grenichen ist, dann los unsere Podcast-Folge mit dem Umi und dem Leni vom Open Air Grenichen. Wir sind sowieso dort ein bisschen mit Leuten am Schnurren und so. Das wird lustig. Und ja. Also ich weiss nicht, was du machst. Ich kann nur Bands schauen. Ich vernachlässige alle meine journalistischen Tätigkeiten und kann nur Bands schauen. Shame. Brian kann arbeiten. Ja, aber der Brian kann arbeiten. Der ist ein Professioneller. Voll. Geil. Du hast noch etwas geschrieben? Ja, das ist im September, 19. spielt Fear Lab zusammen mit dem Small District, Chefred und Eversis eine Show im Gaswerk in Winterthur. Und zwar ist das eine Anniversary Show von Fear Lab. Ich glaube 10 Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe. Darum, die Tickets gibt es im Vorverkauf. Geh jetzt schon gut Ticket kaufen, wenn du willst kommen. Das wird lässig. Genau, das will ich spannend. Ja. No. Mega schade. Ja. Ja. Aber ja. Das ist wieder mal eine entspannte Folge da Das ist gewesen. im Metzhäber HQ. Es ist nichts gewesen. Aber wir müssen wieder mal ein bisschen aktiver da podcasten. Wenn wir püpschen hier, ne? Komm mal her. Nein, warte schon, wir haben den Musiker da. Wir haben den Musiker da. One sec. Ist der da? Yeah! Yeah! Das ist auch geil, aber es ist nicht der richtige Knopf. Und zwar, Ditch Warden suchen eine Frontperson. Sie machen so Thrash Death. Und ja. Kannst du abchecken?
wenn du schreist und singst oder was auch immer. Immer Pipi. Kannst du ja mal. Hast du fette Vocals? Immer Püpschen. Immer Püpschen. Das geht nicht, wenn ich es ohne, oder im Mikrofon geht es nicht. Das tönt so komisch. Pipi. Nein, warte schon, ey. Es macht mich psychisch fertig, wenn ich mich selber höre, weißt du? Ich muss jetzt den alten Sexgrüsel auf Deutsch kurz ausprobieren, warte. Das bist du ja. Immer Püpschen hier. Es tönt nicht besser. Es tönt scheiße, gell? Also What the fuck is going on? Sonst tönt der viel besser. Okay, sorry, ich kann euch leider nicht über die Ohren sexuell belästigen. Ja. Aber, wenn du findest, aber mir... Nein, das kommt nicht gut, Alter. What the hell? Wenn du findest, aber wir doch nicht immer in 2 Wochen einen Podcast machen und doch findest, ey, ist cool, wir wollen supporten. Wir haben ein Patreon, wo du kannst mitmachen und uns supporten und daraus coole Sachen machen, wie die Metal Server Awards und vielleicht noch mehr Sachen in Zukunft. Aber ja. Ja, aber das wäre es eigentlich gewesen bis jetzt. Ja, das zählt bis jetzt. Also echt, wir haben auch... Das stimmt nicht. Wir haben, du hast doch ein für draussen im Feld Kit gekauft. Ja, voll. Wir haben den grösseren Mischpool finanziert. Ja. Yeah, das ist ganz gut. Und ja, ich habe schon mega viele Ideen und dafür muss ich einfach mal Zeit finden, um es zu machen. Okay, das ist doch gut. Dann können wir jetzt gut Tschüss sagen, dass du mehr Zeit hast nachher. Ja, voll. Jungs, Ladies and Gents, merci für alles. Man sieht sich. Ciao zusammen. Ciao, macht's gut. Immer Zuckerspritze hier, ne? Ich kann's nicht mehr.